Voilà, schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen hier rund um den Tisch. Paul kann dort noch ran. Liebe Leute am Publikum, ganz besonders dann noch die Vertreter von der Finanzkommission den Abend, die es gegebenen Anlass dann heißen, Präsentation vom Budget. Liebe Leute draußen, die es noch gucken oder vielleicht später die Sitzung sich dann ein bisschen gucken. Voilà, wir kommen bald zum Schluss vom Jahr. Das ist die zweitletzte Sitzung und dann gehen wir an die Christperiode ran. Ich gebe aber mal kurz darüber, was dann hinter der letzten Sitzung los war. Das war dann nur alle Helgen, Sonntag, den 2. November, hat Jugendhaus ein Grappling-Event an der Sportsaal 1 organisiert. Das sind so Fight-Techniken. Donnerstag, der 4. November, war dann auf der Fernpädagogik zu Schütter traulich brennen. Ich konnten die älteren Amerikaner am Mittag auf den Hafen kommen, an eine richtig flotte Aktivitäten, wie beispielsweise ein Gesterumzug und vieles anderes deelwellen. Den Erlös von diesem Mittag geht für einen guten Zweck gespendet. Den 8. November war samstags Moes der Schüttermarkt auf der Kircheplatz. Am Sonntag, den 9. November, hat Amikal von der Pomche Münzbeschittert hier auf ihre Buffet an der Centre Culturel auf Münzbisch invitiert. Donnerstag, den 13. November, war am Centre Culturel de Bridge Charity, den von Tückwan Tennis SBL organisiert gouf. Samstags, den 15. November, hat Schütter Musik an der Mitte der Straßen zu Straßig hier in Himmelsmarkt spielen gegangen. Sonntag, den 16. November, hat der Chefrat, der Gemeinderat an die Kommission von der Familie, dem dritten Alter und dem sozialen Urlaubs auf den Tag vom dritten Alter invitiert. Auch die Members von der Amiperas gofen herzlich auf diesen Event invitiert. Die Gemeinde und die Amiperas haben dann auf diesem Tag hier Bürgerinnen und Bürger, die 80 Jahre oder noch mehr Gruten geehrt. Letzte Freitag, den 21. November, hat der Fotoclub Schütter auf ihre Bourgeoisie und an der Centre Culturel auf Münzbisch invitiert. Das ging mit einer Filmprojektion auf der Rees. Es gab ein Buffet mit Käse und Ham angeboten, sowie eine Fotoshow über die Events zu Schütter von diesem auf dem letzten Jahr. Leider war der Success nicht so ganz groß und sie haben dezidiert, dass das dann die letzte Edition von dem Abend war. Samstag, den 22. November, war nun Schütter Kirmes. Hier war Schütter Musik den ganzen Tag in der Weg für den Himmelsmarsch auf Münzbisch neueste Schütter übersehen und nach Schütter spielen zu gehen. Was tun wir dann? Dem nächsten Programm. Samstag, den 29. November, spielt Schütter Musik ein Konzert Wand der Gala von der Sandpfeiler Musik. Das geht um 20 Uhr am Centre Culturel zu Sandpfeiler. Sonntag, den 30. November, organisiert Frauen und Mamme von Schütter ab 14 Uhr hier in Adventsmarkt am Centre Culturel. Schütter Jungbläser werden an dem Kader ein Konzert um 4 auf 2 spielen. Den Erlös von diesem Markt wird für einen guten Zweck gespendet. Freitag, den 5. Dezember, könnt ihr Gläschen auf dem Campus an der Delt. Um 15 Uhr geht die grosse Feier an der Sportsaal 2 los. Dono invitieren Schulkanner mit ihrem Lehrpersonal und die Equipe von der Maison Relais auf ihren Nikolausmarkt an ihr Kaffeestufe an der Centre Culturel für den Abend ausklingen zu lassen. Samstag, den 6. Dezember, organisiert der Verein Rhythmika Lux den Fairy Tale Cup an der Sportsaal 2. Am Sonntag, den 7. Dezember, findet dann noch hier ein Gala de Noël statt. Sonntag, den 7. Dezember, invitiert der Schütter Gesang auf ihre Christkonzert an Schütterkirch. Das geht um 16:30 Uhr. Am Konzert unter der Leitung von Marian Hengel und dann tritt Choral Saint-Cécile von Sandpfeiler unter der Direktion von Georges Jungblut ab. Der Entrée ist frei. Es wird aber ein Kette gemerkt für die Scouten. Mittwoch, den 10. Dezember, ist dann die nächste und noch letzte Sitzung vom Gemeinderat für das Jahr. Ich will aber auch von der Gelegenheit profitieren, schon ein bisschen Reklam für unsere Christmärkte zu machen, denn das Jahr über den Weekend vom 12. auf den 14. Dezember stattfinden wird. Für alle Jahre verbinden als Lokalvereine Leute mit traditionellen Lützebäuer Planen an internationalen Spezialitäten. Das geht mit der offiziellen Ouverture Freitags, den 12. Dezember um 17 Uhr. Ab 5:30 gehen danach 2 Konzerte gespielt. Einmal von der Schütte der Jungbläser und einmal von der Schütter Strip. Samstag, den 13. Dezember, aus morgens von 9 Uhr bis 13 Uhr Schütter Markt. Während die Eltern über den Markt trippeln, wird keiner ab 10 Uhr eine flotte Aktivität am Schütter Treff. Der Schauspieler Claude Humbert liest ein Wand der Märche 4. Eine wunderbare Gelegenheit für zu lauschen, zu drehen, also sich verzaubern zu lassen. Ab 17 Uhr mischt der Christmärkte dann singen Buden ab. Auch heute aus ab 19 Uhr am Gesangsduo Simply Two für musikalische Stimmung gesucht. Sonntag, der 14. Dezember, ist der Christmärkte schon um 15 Uhr ab. Um 16:30 Uhr spielt Schütter Musik ihr Konzert spirituell an der Schütter Kirche unter der Direktion von Livroy van Divinit. Im Programm stehen unter anderem Stecker wie Nostradamus vom Otto Schwarz oder Melodien aus dem bekannten Film Avatar. Donnerstag, den 16. Dezember, organisieren Frauen und Mammen einen Ausflug auf den Christmarkt auf Speyer an Deutschland.
E Bus mëcht ab 8 Auer moes den Tour duch Gemeng. Zu Speyer ass dann e freien Openthalt bis 17 Auer an als gemiddelschen Aufschluss vom Ausflug gëtt oweste Summen an engem Restaurant zu Perelgiers. Der Preis von dem Ganzen ass 85 € ummelde kann sech nach Dezember bis nach Dezember bei der Madame Tilly Kurzweg. Owes zwischen 6 und 7 Auer um Telefon 691 619 326 oder iwwer SMS. Und da muss awer eng Inverweisung machen op eng Kontosnummer bei der Raiffeisenbank. Mittwochs den 70. Dezember invitiert Kommission vun der Familie den dritten Alter an dem sozialen Urlaub op die Christfeier von 15 Auer geht dat bis 18 Auer am Schëtter Treff. Dann nach weitere Informationen nach verschiedenes Glasfaser gouf vom Netzbetreiber Post aktiviert, dann da wo am Neuesten Blotmäßigkeit sech no eng glasfaserfähigem Tarif bei ihrer jeweilige Provider zum frohen. Da bestehen gegen gut Ferun an die Äne Bierger vun eiser Gemeng Schëtter, die werden an demnächst ordne Genoss vun dem Service kommen. Dann ass des woch Orange Week vom 25. November also Göster ass dat ugehange bis den 10. Dezember geht et jo drum sech anzusetzen géint Gewalt géint medischer Frauen, de verleiien noch die Schlaufen ha durchsteet alle gefond a verstane wie dat funktioniert an gifte Gemeng oder noch biden der no der Gemeng sitzen nach zu bleiben, da gif man eng Foto machen. An dem Kontext war auch ein Artikel am Tageblatt den 22. und 23. November, wo heißt Show Megalab, also ein Projekt vom Ministerium für Gleichstellung an Diversität geholt wird, wo kann er dann Wortquoten, den Artikel heißt, die Schüler haben das Wort und da kommen dann noch 16 Kanner mit dem Lehrer Erik aus der Schule vom Campus an der Delt zu Wort. Voilà, dat zum Allerf, dann hätten Ende nach paar Informationen zum CISEC. Ja, guten Abend alle gut, merci Claude. Ich will ja kurz ein paar Informationen geben über das CISEC, wo letzte Woche die Reunion vom Komitee war. Das CISEC ist sich, oder kümmert sich um die Exploitation vom Krematoire zu haben, wo aktuell 71 Gemeinden Member dran sind. Der nächste Punkt war noch die Erhöhung von der Kotisation, die seit 30 Jahren nicht angepasst wurde. Und zwar von 12 Cent pro Abwohner auf 20 Cent pro Abwohner, wovon sie sich ein rund 46.000 € Resetten im ordinär erwarten geben. Als nächstes gouf über den Tarif und den Anerschungen, dem Verstrehen an den Zeremonien diskutiert. Die Anerschung bleibt bei 500 € für Verstorbene aus einer Membersgemeinde und bei 750 € für Abwohner aus Nicht-Membersgemeinden. Bei den Dispersionen an Zeremonien gehen dann auch Adaptationen ab dem 1. Juli nächstes Jahr. Das ist ein Datum, wo dann noch den Ausbau vom Krematoire aufgeschlossen soll sein. Und zwar werden Dispersionen von 50 € auf 75 € Klammer für Membersgemeinden, also für Verstorbene aus den Membersgemeinden, und von 100 € auf 125 € für aus Nicht-Membersgemeinden. Was Zeremonien nun belangt, so gehen die von 75 € auf 100 € für Einwohner aus den Membersgemeinden und von 125 auf 175 € für aus Nicht-Membersgemeinden. Da goufen nach dem Budget Rektifié von 2025 an dem Budget für 2026 präsentiert. Du hast dann so, dass den ordinäre Budget Rektifié von 2025 aufschließt man einen Boni von rund 77.000 €, was dann noch die jeweiligen Adaptationen für 2026 erklärt. Den extraordinäre Service schläst man den Malus von rund 2,5 Millionen auf, was du sich verständlich ist, wenn es dem Ausbau vom Krematoire. Von dann aber die Resultate von 2024 dabei gerechnet, gehen zu schläst Jahr 25 dann mit einem Bonus von rund 3 Millionen im Ordinär auf und mit 1,7 Millionen Boni im Extraordinär. Für das Jahr 2026 sind nach einmal 4 Millionen € vorgesehen für den letzten Teil dann von den Extensionsarbeiten, sodass das Budget für das Jahr mit einem Boni von rund 1 Million € aufschließen soll. Zum Schluss kommt man dann auch ein paar Informationen, und zwar bis den Stand 31. Oktober des Jahres waren es 2684 Anrechnungen gegeben, davon waren dann nimmer 279 Mattzeremonie, war den deutlichen Rückgang aus an das durch den aktuellen Chantier. Von denen 279 Zeremonien waren da 202 ohne Kult, also zivil, und nimmer 67 mit enger Glaubensrichtung. Von den 2684 Anerschungen waren da dann 719 Dispersionen im Jardin des Souvenirs zu haben, davon 595 a Präsenz von der Familie an over 124 ohne
wat auch mehr heisch als wie normal an auch zurückzuführen ist, dass Zeremonien im Moment nicht zu haben können aufgehalten gehen. Dann eine Information von mir, weil ich darüber geschwärzt gesehen, es gibt ja eine SPL, die Flamme heischt, und ich habe gefragt, was der Vorteil ist, für Member zu sein par rapport zum CISEC. Aber du hast es so, dass die Flamme dabei handelt sich um ein Mutuell, wo durch den Kotisationen Unterstützung von der SPL kriegt, für die administrativ Demarchen zu machen, aber wo du hast der SPL dann auch durch Kotisationen die Kosten von der Anäscherungen, vom Verstehen, auch von der Zeremonie überholen. Sie schaffen mit engem Bestatter zusammen und überholen dann noch nimmen Kosten von den Bestatter raussicht. Andere Bestatter überholen natürlich auch die administrativ Demarchen und verrechen die natürlich auch. Für die CISEC also der war so, dass es für sie keinen Unterschied mischt, ob ein Member an der Flamme ist oder nicht. Dem CISEC sind Preise sind sich festgelöst auf Basis davon, ob der Verstorbenen als einer Members gemeint könnt oder nicht, egal ob ein Member ist an der Flamme oder nicht. Ja, merci. Vielmals. Merci Andy für die detaillierte Informationen über das CISEC und dann noch über die Informationen über die SPL. Ich meine, das ist ganz interessant. Voilà, dann haben wir heute den Jules Sauber, den entschuldigt das, an den er eine Prokuration gehen hat, und den Serge Stein. Und den Jean-Marie Altmann fängt dann halt gesund beim Wort. Und dann haben wir noch etwas Rakete von der Schotterbierger. Und das ist ein bisschen zwischen einer Question écrite und einer Demande für einen Punkt, wo man den Jour aufzuholen. Ich meine, das also nicht viel gesehen am gesagt, ich meine, den Droit d'initiative, da kann ich einen Punkt draufsetzen, ob nur der Jour, aber nicht unbedingt drauf, und da geht noch ein Delay, 3 Arbeitstage, du musst das dann ragerecht gehen. Das ist aber so, da steht doch dran, es geht um die Punkte 6.1 oder 6.2, über das neue Taxereglement, da steht doch dran, Begründung, den Dossier wenn nicht komplett gewischt, das ist nicht so, den Dossier ist komplett, über das, was mir aufstimmt, das liegt alles am Dossier dran, das ist auch so, dass der Prost die heute ist, dass man das immer an der Last harmonisiert tun mit den anderen Gemengen. Dafür können wir nicht als Kommission großartig froh, was dir da gut für Preis oder wie gibt ihr da machen. Sonst muss man die Approche einfach auf froh stellen, da sind da zusammen möglich und im regionalen Klimateam, das ist ja immer so gemerkt gehen, und da sind da ein gemeinsamer Approche von Kastendecken zu sehen, und aber das Preis, wie das ja auch von sie aus am Funk Müller für organisiert, geht nicht von der Gemeinde selber, die Preise aber auch selber sind. Wir können aber verstehen, ich meine, an dem Brief stehen noch ganz gut einer Frohen dran, über Quantitäten und so weiter, dass in die Donnen aber gerne hat. Und dafür wären wir auch der Meinung, wir könnten das noch ein Kehr reportieren. Also ich meine, darüber muss der Gemeinderat dezidieren, der Punkt steht mal im Jour, das heißt, der Gemeinderat muss dann dezidieren, ob man den Punkt reportieren, und da gingen wir auch den Experten der Mathe mal davitieren, und da kann in alle die Donnen nur liefern, auch die für Schötter, und da können wir dann über den Punkt dezidieren. Mehr rein legal sind alle die Elemente, die ihr braucht für aufzustimmen, sind am Dossier, da dann sind Zusatzinformationen. Aber wie gesagt, wir gingen aber trotzdem Gemeinderat proposieren, dann haut den Punkt dann vom Jour aufzuholen. Als das okay, dann könnte man darüber aufstimmen. Hat man Jean-Marie? Ja. Aisha Serge? Ja. Fujarini Nora? Ja. Kaiser Andy? Ja. Joch? Nagel Anne-Marie? Ja. Mai Conny? Ja. Sauber Jules? Mit der Prokuration von Jules, ja. Tein Serge? Ja. Tyson Paul? Ja. Avelch Nico? Ja. Merci. Voilà, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Da geht es um eine Konvention de Kooperation für die Services, die wir als Bürger anbieten. Und dafür haben wir invitiert die SPL Soline Arbeitshilfe, und sie sind vertreten heute durch den Direktor Madame Dupré und den Direktor Adjoint, den Herrn Swani. Und sie gingen uns eine kleine Präsentation machen, und dann gibt es Herrsch dann noch zusätzliche Explikationen geben. Und da sind dann natürlich invitiert, auch für die Erfrohen alle zu stellen. Ja. Und dann schlift den Mikro rummachen, das ist nämlich nicht neu für Albanen, das ist auch für die Leute, die nur gucken, so hören die das nicht. Merci.
Guten Abend alle Guten. Ich stelle mich dann vor. Ich bin Ghislaine Dupré und ich bin Direktrice von Solina Arbeitshilfe. Solina Arbeitshilfe ist eine Initiative sozial, die eigentlich 1983 gegründet ist. Wir haben also sehr sozial zu Bartring, Rue de l'Industrie. Wir sind eigentlich an dem Gebäude schon seit 1999. Wir sind konventioniert vom Arbeitsminister. Wir haben 69 Beneficiären, also Demandeurs d'Emploi. Und wir haben dann 21 ETP, Équivalent Temps Plein, Salariés, Encadrants, Éducateurs, Formateurs Métiers. Und wir sind eigentlich Member von der Fondation Solina seit 2018. Die Valeur von Solina als Solidarität, die Inklusion und das Accompagnement. An der Fondation Solina haben wir auch noch andere Asbellen, die erste Asbell als Solina Jungenheim. Da haben wir eigentlich ein Centre d'insertion socio-professionnelle. Wir machen Lutte contre le décrochage scolaire et du système éducatif. Das ist eine neue Mesure vom Edukationsminister seit September 2023. Dann noch Solina Arbeitshilfe, Lutte contre le chômage des plus vulnérables. Und die jüngste von den 3 Asbellen ist Solina Solidarité Jeune. Das ist als Mission. Wir begleiten eigentlich Demandeurs d'Emploi an einem professionellen Projekt. Wir können zurück auf den Arbeitsmarkt zu gehen. Und wir bieten dann Atelier manuel de Formation. Wir konnten letztes Jahr 42% vom Taux de Réemploi avant de fin de mesure. Und wenn es gut geht, sind wir auch dieses Jahr über 40%. Que mettons-nous en place? Vielleicht kann unser Direktor adjoint das Wort überholen. Ja, also wie gesagt, wir sind eine Initiative sozial, wenn man Demandeur d'Emploi schafft. Das heißt, wir schaffen noch einen direkten Kontakt mit der ADEM. Wir probieren als ersten Punkt ein Recrutement au plus juste für alles Atelier. Das heißt, die Assignationen, die als Leute kreieren, Demandeur d'Emploi kreieren, sind kohärent mit den jeweiligen Ateliers, an die affektiert sind. Wir haben einen Plan de Formation individualisé, das heißt, wir haben pädagogische Methoden, mit denen wir schaffen, an Kompetenzen von unseren Beneficiären evaluieren, sowohl Transversalkompetenzen wie auch professionelle Kompetenzen. Wir schaffen mit einer konkreten Zielsetzung. Genau, wir gucken, dass die Diplome, die als Leute haben, dass die unerkannt sind, und wir machen die jeweilige Demarche mit ihnen, für die entsprechende Unerkennung noch zu kreieren, für sie dann auch, wenn es möglich ist, an die Einzelmodule wie das CCP und DAP von dem jeweiligen Metier können zu präparieren. Natürlich haben wir auch eine Möglichkeit, eine Zertifikation partiell von verschiedenen Modulen der Kompetenz anzustreben. Das immer Hand an Hand mit unserer Equipe Soziopädagogik und mit unseren Chef d'Atelier, mit denen wir dann die einzelnen Marschen machen. Genau, hier gehen wir ein bisschen an, ob die Module vom CCP oder DAP, wie gesagt, die Zertifikation partiell, ermöglicht ist eigentlich die Kompetenzen, die als Mitarbeiter oder als Beneficiären plutôt entwickeln oder schon entwickelt haben, einfach auch auf einem nationalen Plan am Kader von der Formation können uns erkennen. Wir haben ein bisschen einen anderen Approach an dem Ganzen. Wir wollen nicht als Leute, respektive Beneficiären, an eine Beschäftigungsmesure engagieren, aber die ganze Prise en charge soll mit Zielen definiert sein, an eine kohärente Prise en charge sein. Was sind als Atelier? Also als Atelier ist noch Atelier Pädagogik professionalisant, vu que das wir ja wollen an die Zertifikation partiell zu gehen. Das heißt, wir haben hier das Atelier Proximität, die wir ja kennen, Jardinage, Petite Réparation, de Nettoyage, Buanderie, Schreinerei, Couture, Upcycling, wir haben noch einen Shop. Und wir haben ein Atelier Démantèlement de déchets, d'équipements électriques et électroniques, auch Reuse.
an auch den Deel Sous-Traitance, weil wir auch mit Demandeurs d'Emploi schaffen, die am Statut Handicapé sind. Wir sind als Klienten, also an der Proximität am Jardinage, Petite Réparation, das ist dann das Gemeng Bartring, schon ganz lang, Gemeng Schötter, das Gemeng Strassen, das Gemeng Mama und dann noch andere Organismen sozialen. An als Sous-Traitance do schaffen wir schon ganz lang auch mit Dupont de Nemours, Gepelux, Corax und Proxon. Für das Nettoyage und Buanderie, da schaffen wir mit der Gemeinde Bartring, Schötter, Organismen soziaux, Thermen zu Strassen, für die Bootmänteln und Handtücher und auch Privatklienten. Couture, da schaffen wir mit dem Spatzatelier für Kostüme für Kinder. Post Lützeburg, da haben wir Projekte am Upcycling, auch Privatklienten. Den Kiwanis, seit diesem Jahr für die Puppen, wo die Kinder, die hospitalisiert gehen, auch kriegen. Und den Circular Fit Out. Das ist eine Revalorisation von Textil, Déchets Textil. Ja, hier wollte man ganz kurz, ganz besonders auf die ganz frische neue Kollaboration angehen. Das war ein Punkt, oder die Jour haben wir auch gesehen, dass es die Gestion von den Déchets geht. Hier sind wir an der Gestion an, für dem entgegen zu wirken. Das ist ein Start-up, mit dem wir zusammen schaffen, wo verschiedene Klienten ein Kollekt machen von allen Textilien, die nicht mehr zu gebrauchen sind. Der Klient, der meistens professionelle Klient, hat auch ein konkretes Projekt haben. Das heißt, ich will gerne ein Panneau insonorisant machen. Sie wird von phonetisch oder thermisch. Von den Klienten als zum Beispiel Lux Airport, Lux Cargo, die ein Kollekt gemacht haben von Arbeitsgezei, die nicht mehr konnte gebrauchen. Das Ganze geht von unserem Atelier, also wir gehen Sachen sichern, an unserem Atelier kommen dann knapp an Tierretten rauf, und das geht dann an ein Centre de Recherche auf Lille, und da geht ein Defibrage an den Delissage gemäht, und das Ganze kommt bei unserem zurück, und dann geht dann ein Prozess ran, wo die Fibern gepresst gehen, und dann mit einem Laser ausgeschnitten gehen, und dann Pannungen, die entsprechenden Pannungen dann eben gemäht gehen. Das ist ein ganz neues Projekt, ein flottes Projekt, wo wir dem Zero Waste auch wollen, am Kader von unserer Ökonomie gelehrt, das ist ein Projekt, als Philosophie, dem auch gerne wollen entgegenwirken. Und das wollte man heute ganz kurz darauf eingehen, weil das ganz rezent ist. Voilà, hier sind so die Panoen und natürlich aber auch die andere Seite dekorative Artikel, die kann ja sowohl vielleicht auch für Administrationen machen, wie Privatklienten und noch andere professionelle Klienten, die generiert. Das sind echt so Gadgets und links, das sind dann Echantillons von den Panoen. Atelier. Da schaffen wir mit Cargolux, mit den verschiedenen Ministerien, Gemeinden, Privatklienten und verschiedenen Entreprisen. Da sieht auf der rechten Seite, da haben wir auch für einen anderen CISP den Cheval de Troyes gemäht. Und voilà, da haben wir auch bei uns ganz viel Savoir-faire und Artisans, die ganz engagiert sind. Hier haben wir beim Démantèlement des Déchets d'équipements électriques et électroniques. Da schaffen wir zusammen mit Computrate, Oxfam, auch Post Lützeburg, Digital Inclusion, über den Mobile Bag. Da ging es mengen das bisschen ganz Lützeburg die Enveloppen zur Verfügung gestellt gehen, wohin dann das Handy können kollektieren. Wenn sie lomial sind wie 6 Jahre, gehen sie bei uns demontiert. Und die anderen gehen dann zurück bei Digital Inclusion. Wir können natürlich Reuse daraus zu machen. Und die Leute, die weit weg sind von der Digitalisation, können sie dann zur Verfügung kriegen. Voilà. Und wir haben ein Appel à Projet mitgemacht bei der Gemeinde Bartring, den wir dann natürlich auch remportiert haben. Und das ist so, dass wir dafür nächstes Jahr einen Shop abmachen am Zentrum von Bartring.
an dass man eigentlich an dem Shop auch all als Fabrikationen, die man machen an einem Atelier an der Rue de l'Industrie zu Bartring, dann auch könnten an dem Shop verkaufen und natürlich eine ganz flotte Ambiance, ein Échange, Lieu können hun an dass man do können dann auch weisen, was als Beneficiären Demandeur d'Emploi auch gut machen können. Voilà. An Fondation Solina ihre Slogans Menschen stark machen. Das ist, dass wir gucken, dass sie natürlich von uns von der Mesure rauskommen, indem sie natürlich Kompetenzen, eine Organisation von Kompetenzen kriegen und nicht nehmen, dass sie, wie den Herr Soani gesagt hat, dass man sie während 2 Jahren eine Occupation fanden, aber dass man sie dann begleiten für dann eine Reinsertion sur le marché de l'emploi, die auch für eine längere Zeit anhält. Voilà. Ja, merci für die Präsentation. Den Taux de Reinsertion, den kann den auch just vielleicht kurz sagen. Ja, den Taux de Reinsertion Könnt noch. von 2024 von 42%. Wir haben nach dem ganzen Dezember schenkt aber, dass wir auch über 40% geben leihen für 2025. Wir müssen aber soulignieren, dass das natürlich ein Taux de Réemploi aus den über der Moyenne aus von den Initiativen sozialen. Merci. Die hat mir noch nicht verschickt gehabt. Ich erkläre da vielleicht kurz die echt Änderungen. Kannst du mir schießen? Weil also mir eine neue Konvention gemacht, vielleicht erinnern, so mir schon lange zusammen geschafft, ich meine, die gesehen, Gemeinschaftschaft schon ganz lange mit der Arbeitsstelle zusammen, und bislo war das eben immer so eine Konvention, die darauf basiert, weil das war eine Equipe für die Gemeinschaften geschafft hat, und die wird dann 3D an der Woche, normalerweise 3D scheint es bei mir ein bisschen mehr, für das Service de Proximité geschafft, habe ich schon im Bereich Jardinage, und dann hört sie die anderen Stunden, die anderen 2D im Prinzip immer für die Gemeinde, also für ein Atelier geschafft, wo sie dann Service de Jardinage geholfen haben. Also das ist eine Kooperation, die schon ganz lange lebt, wo die letzte Konvention von 2020 war. Und voilà. Und an dem Kader, ich hatte Arbeitsstelle auf Ausgangsstation auch kontaktiert, für das sie sowieso wollten, die Konvention überschaffen, weil sie am Anfang einen neuen Modus haben für die Berechnung von der kontraktuellen Verrechnung von den Prestationen. Voilà, und da wissen wir schon alle gut, dass wir auch schon die letzten 2 Jahre Diskussionen hatten über das CGR als Partizipation am CGR. Und an dem Kader hat man dann noch Gespräche mit der Arbeitsstelle abgeholt, inwiefern sie Kapazitäten hätten von Leuten, also von Beneficiären am Kader von ihren Programmen, für nach zusätzliche Beneficiären abzuholen, für uns eine zweite Equipe zur Verfügung zu stellen. Wir waren dort eine Visite machen an das Atelier in Bartring, vielleicht alles anzugucken, vielleicht alles erklären zu lassen. Und nur darauf hin haben wir dann die WA geschlafen, zusammen eine neue Konvention auszuschaffen, wo einerseits die neue kontabelstechnische Konzentrationen von der Arbeitshilfe abgeholt gesehen haben, wo man dann eben noch den Fett integriert haben, dass man eine ganze Equipe zusätzlich von der Arbeitshilfe dabei holen, die als renforcieren. Das heißt, dass man in Zukunft will schaffen, das wird ja in der Konvention gesehen, die dann das mit einer Equipe, die ganz für den Service Regie schafft. Das ist eine Equipe von Flight, die dann die ganze Woche, 5 Wochen am Jahr, für den Service Regie disponibel ist. Und die zweite Equipe, die Service de Proximité Deels schafft und Deels nach für als Equipe Service Jardinage unterstützt. Da haben wir gesagt, für den Kontrakt auf 10 Monate zu machen, weil aber trotzdem am Service de Proximité am Januar, Februar aber viel mehr an der Demande ist und man dann echt do just von 10 Monaten ausgehen. Voilà, ich meine, von dir wollt vielleicht kurz das Prinzip von den fixen, Variablen erklären. Ja, genau. Ich kann das gerne wiederholen. Also das ist so, dass man die Equipe Jardinage, das sind effektiv 5 Leute, wo man dann 18,26 € pro Person pro Stunde fakturieren. Partizipation von der Gemeinde sind 5,40 €, das entspricht 30% von dem Ganzen. Das ist aber ob ein Limit von 20 Stunden pro Monat
an pro Klient als dat definiiert. Wann man eng Intervention do drüber hunn, da gëtt den Tarifplan fakturiert vun 18,26 €. Dat ass fir den Jardinage mé froh Frais de Déplacement vu 5,13 € pro Deplacement, wat fir net war an dat gëtt zu 100% impactéiert op de Klier. Dann fro auch vor fir Material, dat hecht Material, wat man benutzen fir am Gar ze schaffen, dat fro auch 15 € erdandressech, du gëtt 100% auch op de Klier imputéiert. Dann hummer den Service Nettoyage, dat sinn wann du hem Leiit vun Eis bei Residenten Botze ginn, do frommer 21,94 € Stunde. Do vun er ginn 6 € Äder 50, also och 30% vun der Gemeng iwwerholl. An dat sinn limitéiert op 4 Stunden an der Woch. Beim Nettoyage frommer zelwecht wie fir de Jardinage och 5,13 € pro Deplacement bei de Klient. Die fallen zu 100% zu Lächte vum Klient an mehr froen och do forfait Material net vu 15 € mi vu 5,26 €, wann man bei Leiit den Haushalt mache ginn an déi ginn och imputéiert zu 100% op de Klient. Und ich meine, das war ein bisschen die Evaluierungen und dann also eben noch der Freeleasing, also das am Anfang die Evaluierung, wie schon Arbeitsstelle für zu so, die geben verschiedene freie Fixen und verschiedene freie Variablen. Ich meine, du hast nicht freie Variablen und dann die freie Leasing, das ist eben dann halt für die Autos, die mit den Leuten fahren, und für die freie Administrativen, die wollen mehr als Gemeng, weil da eben noch keine Interventionsbezügen freie sind, mehr am Anfang rekurrent Freunde, das gibt mir dann als Zusatz zu der Partizipation von 30% überholen. Ich meine, da muss ich so, verschiedene von den Evaluierungen waren auch, die vielleicht noch keine ergänzen. Wir hatten an den letzten Jahren immer das Problem, dass an der Hauptsaison, also von Tecken dann gestrebt und wie sind dabei so gut meinen, dass man am Anfang nicht nur kommen, sie haben am Service de Proximité für all die Klienten, die angerufen haben, für da können den Mann satisfazieren. Und dafür haben wir auch heute proposiert, und das ist also haben wir in der Konvention 4 gesehen, dass man die Limitage von die Federn aller Konventionen bei 60 Jahren war, auf 65 Jahre herabzuheben. Du hast natürlich aber so, dass man gesagt hat, die Klienten, die heute schon von dem Service profitieren und nach kein 65 Jahren haben, dass die weiter können davon profitieren. Mit allen neuen Klienten, die heute müssen 65 Jahre haben, für das kann vom Service profitieren. Und auf der anderen Seite also eben noch die Sache von den 20 Stunden, ich meine, in der Konvention, da war mal eine Regel, dass den Terrain nicht mehr groß dürfte, wie 4 Jahre die beschafft gehen. Das war immer ganz schwer zu kontrollieren und nicht zu vollziehen. Dafür haben wir einfach gesagt, wir limitieren ganz einfach auf 20 Stunden pro Monat, wo ich kann davon profitieren. Ich meine, darüber raus den Tarif, den normalen Tarif, was wir im Prinzip also ist, dass wir nicht wollen, dass Klienten mehr Prestationen abkaufen wie die 20 Stunden, für das eben doch so weit wie möglich da ist, für so viel wie möglich Klienten. Und dann, voilà, ich meine, das waren hauptsächlich die Ideen, eben alle gute Firmen zu gucken, dass mehr Klienten können von der Offer profitieren und dass man eben nicht muss verschiedene Klienten immer vertreten, dass sie recht spät kommen, sind halt verschiedene Mesuren. Ja, das ist auch effektiv so, dass mit den 20 Stunden wir priorisieren dann auch die Klienten, die hier 20 Stunden nicht ausgeschöpft haben. Also das ist auch wichtig zu sagen, dass man durch die anderen Klienten kommen dann vielleicht auf eine Liste d'attente. Aber es geht aber tatsächlich dann noch darum, so die zu priorisieren, die dann nicht ihre ganze Volumen Stunden ausgeschöpft haben. Oder ich meine, das war mal die Erklärung, die Männer vorbereitet haben zu der Konvention. Von der frohen Hut dann probieren wir so gut wie möglich darauf zu antworten. Ja, noch Avantschrift. Entschuldigung, nicht direkt eng froh, aber voilà. Schönen guten Abend, mal für uns zu fangen. Und wollte so, obwohl wir bedauern, dass der Kontrakt mit dem CGR gekündigt wurde, sind wir natürlich ganz froh, dass die Schafferrot einen Ersatz von hat und dass Solina Arbeitshilfe all die Arbeiten überhält, die bis vom CGR gemacht sind. Dafür auf dieser Platz will mir dann dem Solina Arbeitshilfe merci sagen für die Arbeiten, die bis Loma gemacht haben und auch für das Flotpräsentation. Wir wollen aber auch alle Beneficiären und die Mitarbeiter sowie die freiwilligen Leute, die am Komitee in der Büro sind,
vom CGR sehen ein ganz große Merci so für die ganz gute Arbeit, die sie bis all das Jahr gemacht haben. Ich meine, dass wir ruhig gewissen so können, dass wir alle ganz zufrieden waren mit ihrer Arbeit und das bestimmt nicht der Grund war, für was das Kündigung kommen. Dem CGR, also von uns aus, ein ganz herzliches Merci. So mehr sind wir da gespannt, was die zusätzlichen Arbeiten, die Arbeitshilfe Luft gemein möchte, die wird ganz teuer kosten werden, weil der Kostenpunkt war ja von der Kündigungsgründen vom Kontrakt mit dem CGR. Wir hoffen, dass wir das Chiffren dann am Budget prävisionell auch klar herauslesen können. Merci. Ausschmengen zum Budget, die wette doch nur am Budgetpräsentation gesehen, de Budget als äquivalent aktuell wie mir ausgerechnet, dat dat plus minus genau nämlich rauskönnt, muss ich natürlich so am Budget van der hat freie eng Partizipation, die man de CGR überwiese, weil de Montant forfaitär war an bei den Prestationen von der Arbeitshölle war immer an als Budget, dat die Arbeiten, die für den Gemeingeschaft gehen, die Stunden an engem Service d'entretien et réparation de la voirie, dat erkennt net direkt dem Montorem, mais mun a einen Artikel kreiert, wo man die neue Equipen trop buchen, wo der gesagt durchsteht in Deel vom Montor an einen anderen Artikel Montor. Ich muss die bisschen Summe rechnen, ich kann nicht versichern und ich kann auch den Tableau schicken, dass der Montor, den wir haut budgetisiert tun, äquivalent ist zu der Partizipation, die man gleich beim CGR bezahlt. Das ist ganz recht für den Beneficiäre Merci zu so schmengen Derbeter, die beim CGR geschafft haben. Wir waren immer ganz zufrieden. Ich meine, auch der Serge Hoffmann am Atelier, sie haben immer nie ab der Bandstanding gehabt. Ich meine, sie haben immer gut geschafft zu summen. Das war wirklich nicht der Grund, für was wir beim CGR fortgegangen sind. Ich meine, war auch nicht nur eine finanzielle Konsideration, für einfach eine Sache von der Visibilität, wo der Weg hingeht vom CGR und habt ihr schon viel die finanzielle Situation vom CGR evaluieren werden. Nächste Jahr war das zu dem Schritt bedürftet, mit waren absolut nicht beneficiären an. Voilà, wir merken einfach, oder wir sind relativ ganz viele Erzählstoffe, was wir bei der Arbeitshilfe gesehen haben und noch die Prestationen, die sie letztes Jahr gemacht haben, dass wir mit ihnen einfach einen starken sozialen Partner haben, für die Arbeit, die da gelegt wird, für Leute auf den Markt zu kriegen, auf den echten Arbeitsmarkt zu kriegen, dass wir da ganz gut das soziale Herausforderungen können meistern. Ich mein, ich will dat unterstütze, wat den Serge ganz flott ausgedrückt hat. Ich will aber noch dabei so. Ich meine, das war ja okay gute Tat. Wir sind nur 10 Jahren am Gange, wir sind ein bisschen von einem Problem an den anderen geschlittert und war auch nie wollen, dafür dann wirklich wie soll ich so, einen Glind ranzubringen, mit der wir dann noch hätte können leben. Ich meine, nur zum Schluss sind als Propositionen, die waren keine ganz komplizierte Propositionen, nicht zurückbehalten gehen. Und all das wird eben dazu gefordert, dass wir einen anderen Weg sichten. Voilà. Anne-Marie, du hast eine Frage. Ja, ich bin ein klein froh. Ich weiß nicht, wie viele Leute Service Nettoyage vom CGR benutzen, aber die Leute kriegen die Bescheid gesagt oder dass das Lo abhält ab dem 1. Januar? Ja, okay, merci. Also, ich werde das um CGR für das zu machen. Hier kannst du sein Klient und wir können aber genau fragen, ob sie das formalisiert und ob das geschieht. Das machen wir. Merci. Das ist noch froh, Herr von Stift. Ja, es wäre vielleicht auch interessant für gewusst zu gehen, wie viele Leute zwischen 60 und 65 dann aktuell von dem Service profitieren. Gut, eine andere Sache, ich meine, wir hatten ja schon, wie es ja gesagt ging, als Arbeitshilfe, die waren ja schon hier an der Gemeinde tätig, mit wie auch flott, wenn wir einen Vergleich kriegen zwischen aktuell und geplant. Das heißt, aktuell Service, Kosten von der Arbeitshilfe, aktuell Service Kosten vom CGR an zukünftig Kosten von der Arbeitshilfe. Ich denke, dass das vielleicht nicht könnt spontan liefern, aber es ist flott für das aber an einem Tableau zu sehen. Ja, ich meine, die aktuelle Kosten sind ja bekannt, ne? Die haben wir ja gestimmt an der Konvention mit dem CGR, die Dokumente stehen Reso an dem Punkt, ich weiß nicht mehr genau, wie die das war, wenn wir das gestimmt haben. März, April, ne? Ist das gewesen. So, da stehen die Informationen. Und dann hat der Konvention nur dran. Ne? Ich meine, es geht auch nicht länger die Leute hier rund um dich, es geht auch für alle Bürger, die auch gerne wissen, wie die Chiffren am Detail sind. Also ich meine, zu der ersten Frage, wie viele Bürger man zwischen 60 und 65, die aktuell von dem Service von der Arbeitshilfe profitieren, haben wir nicht. Wie gesagt, dann hat doch nicht für die. Also die bleiben alle gut am System dran, die führen an dem System weiter, sind eben just die
potenziell Bierger, die haut sehr schweren, die nach net vun de Service profitéiere géfen an die Logefen desideieren, dat nächst Jo unfänken, de missen erwerde bis 65 Joer krit hun. Voilà, ich mein heiers eng Heichrechnung mat die macht eweis op dem Basis vu den Diskussionen, wo man hat mat Soline Arbeitszëlle, wo man dat ausgeschafft hun, also heiers bisse, wo man dat rechnen viel die 2 Ekippen ASG verkachten Heichgerecht, wie kann ich dat auch checken, also do si immer no kommt an als Partizipationun fir d Gemenge sinn oni dat war de Subsid fir de Serviceproximité, weil dat war jo immer schon do an dat auch äquivalent bliwen, und da steht eng mal Artikel, da kommen auf 227.000 länger 18,22 € budgetiséiert, net fir Sto festzulehen, an dann wann du drauf gehst. Du gesit, dat der aktuell hat man eng Partizipation, die Partizipation, die beim CGR bezölte, waren 212.100 €, wo man do überwiesen hunn. Und dann haben wir die Rechnung herausgerechnet, die wir das Jahr von der Arbeitshilfe gekriegt haben für den Deal Entretien et Reparation, also die Idee, die sie dafür die Gemeinde geschafft haben. Und das ist am Montag gewesen von plus minus 60.000 €. An die zwei zusammen, da kommen wir dann eben plus minus auf das nämlich raus. Dazu muss ich einfach so, wir haben noch mehr Rechnungen von der Arbeitshilfe, weil wie in der Präsentation gesehen hat, wir haben noch die Arbeitshilfe zum Beispiel, wenn wir Reparaturen haben an unseren Spielplätzen, mal Luftkontrolle den Kontrolle gemacht von den Spielplätzen, das ist ein Spielplatz, wo es muss raffisoléiert gehen, es kommt direkt gemacht. Da fuhren wir auch über den Service-Minuserie von der Arbeitshilfe, das lebt ganz außerhalb vom Kontrakt, das ist einfach eine Prestation, die man bei der Arbeitshilfe erkaufen, die man auch kennt, bei einem anderen Schreiner erkaufen. Also die Rechnungen sind da nicht mal gerechnet, da sind just purement die Rechnungen, die mir retracéiert tun, Sache Service Jardinage, wo für die Gemeinde geschafft gehen, und die dann eben auf dem bisschen variieren. Voilà. So ist nach vorhin. Kein frohe mehr. Da könnte man über den Punkt aufstimmen, wann es gibt. Hat man Jean-Marie? Ja. Aisha Serge? Ja. Fogerini Nora? Ja. Kaiser Andy? Ja. Bejoch? Nagel Anne-Marie? Ja. Nai Conny? Ja. Saber Jules? Mam Julesinger Progression, ja. Trein Serge? Jo. Treisen Paul? Ja. Awelsch Nico? Ja. Merci vielmals. Und dann denke Madame Dupré, Herr Soani, merci für die Präsentation, merci für die Präsenz noch Teil. Und dann noch ein weiter gut zusammen. Schönen Abend. Adi. Voilà, da kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Und da geht es um ein Devis supplémentaire für also Bâtiment multifunktionell, also als neues Staat opbießend. Und da gebe ich dem Serge wo es gehen. Was denn du? Ah ja, okay. Ich habe nicht gesehen. Voilà. Ich begeistere noch nach Stecken und Herr Spoden. Er ist natürlich besser gestaltet. Wir reisen nach den Devis vorzustellen. Aus. Zack, voilà, es läuft. Bonjour, schönen Abend. Ich kann aber vielleicht ein bisschen rauszoomen, ja. Wenn ich lift und dann. Voilà. Gut. Voilà, es geht für das Projekt Start-up der Wiesen. Wie der gesehen hat, der Großserver, den ist schon heiß gezogen. Wir sind am Moment am Gang, und Fassaden zu schaffen, Technik spezial zu installieren. Und es geht darum, wir kurz über den Suivi Financier von dem Projekt gucken. Wir können durch die verschiedenen Rubriken durchgehen. Die sind die echt inklusiven Lohen, die betreffen die Konstruktion selber, die Installation Chantier, Großserver, Toiture, Fassade, Rachèvement et Aménagement extérieur. Wir haben hier den Devis estimativ gehabt, den jeweils auch mit den Changements der Firmen etabliert gehen von 2022. Und wir haben hier noch eine Submission gemacht, ein Publik,
an die Resultate, die gesieht an der nächsten Kolonne, selon offre reçu hors TVA. Was wir konstatieren, dass effektiv, dass wir über dem Budget verschiedene Positionen mehr an der Submission rauskommen sind. Die sieht die auf der anderen Seite, dass wir da an der Gesamtkonstruktion momentan vom Immeuble bei 3.589.635 € sind. Voilà. Über die Augmentation kann ich vielleicht zwei Sachen sagen. Muss ich sagen, dass die Preise, die effektiv 2022 gestimmt sind, das sind oft Preise gewesen, die kommen aus den Jahren 2021. Dementsprechend an den Jahren von Covid, da waren nicht unbedingt Referenzen zwischen die gesamten Marchespreise, die genutzt gesehen haben, vielleicht sogar noch nicht für drin. Und seitdem haben wir am Marché eben eine relativ starke Augmentation von den Preisen, die auch generell alle Menschen und Belgier momentan am Portemonnaie spielt. Und die Sachen, die spielen sich dann noch an unserem Bilanz von den Kommanden rum. Die nächsten Rubrik, das sind die Honoräre. Ich will kurz. Voilà. Honoraire divers, also für so Gebäudebauer, aber braucht man Ingenieur, Struktur, Sécurité, Chantier, voilà, für das wir da konform sind. Ein Ingenieur Technik, da hat man eben einen Ingenieur, den Mission abgehen hat, weil sie effektiv Personalprobleme hatten, die man müssen durch einen neuen ersetzen. Dann hat man gerade Amiant von den allen Gebäuden geguckt, Etude Sol, wie ihr wisst, dass der Boden nicht gerade den allerbesten auf dem Site, dafür war da der wichtige Punkt. Kontrolle Sécurité an Organismen, weil man, wie gesagt, ja ein Bâtiment public machen, und wie gesagt, alles, was Passeport energetik sehen. Voilà. Das ist da sieht ungefähr ein Ensemble von 536.310 €. Was den Volley Honoraro geht. Wir können nicht den Gesamtschiffer gucken, das waren alle Preise, die da auch TVA waren. Die sieht dann effektiv den Total von der Konstruktion, die Honoraren, die dabei kommen, total auch TVA 4.021.946 und dann wie gesagt, haben wir momentan noch eine Reserve angeplant an dem Budget von 4% für Imprévuen, was das wie l'Avancement vom Chantier raisonnabel schenkt. Natürlich sind wir bemüht dabei, die nicht anzupacken, ne? Und so man wie möglich Freien zu kreieren. An dem ganzen Dossier oder nach Frais divers non compris, das sind Freien, die auch vielleicht 4 Menge Zeit sind, eben Frais d'Architekt, Historik, da sind eben demals, weil die Projekte schon relativ lang diskutiert in der Gemeinde, sind eben nach ELA Freien dabei oder wie gesagt, zum Beispiel für eine Frais de Lokation für Polygon, das für momentan eben die Depannage zu machen, weil die Immeuble im Moment an der Konstruktion sind an die anderen aufgeräumt sind. Voilà. Voilà, wir kommen also hier, wenn wir TTC dabei rechnen, als das Gesamtprojekt budgetisiert auf 5.210.874. Denn die sieht dann, wenn wir die Giellinien gucken, dass man effektiv ein Total supplementär von 1.750.000, das ist die Summe, die heute zu Wort steht. Voilà. Voilà, ich meine, die sieht, dass aber ein substanzielle Montant, den noch fehlt, da klären wir nochmal, wo das hier kann. Ich meine, der größten Teil auch schon lang bei der Ausschreibung gewesen, ne, dass eben die Preise viel mehr hoch waren, wie das, was ein Ingenieur geschaut hat. Ich meine einfach so, dass bei der Haustechnik nicht mehr den aufgehen wird. Und der war direkt 30% mehr teuer, wie das, was der Wie für gesehen hat, all die anderen Explikationen, die auch Kredite ganz historisch freien. Dann zum Schluss noch ein Kleinmontant, die schon im Chantier war, wo verschiedene Supplements waren. Gehen nicht dazu froh. Ja, noch Avantschrift.
Also wir fanden ja, dass sportliche Infrastrukturen immens wichtig sind für uns Matbürger und unterstützen natürlich alle Hölle für die Vereine und auch für die Club. Wir fanden aber, dass die Kosten für das Büwert eine never-ending Story gibt, weil das Büwert geht immer mehr teuer. Wir schwätzen nicht von ein paar Tausend, mal nicht von 100.000, mehr von mehr wie 1,5 Millionen. Diese lo mehr wert, wenn sie geplant das Kosten wert. Und da steht Büwert mal noch nicht. Dafür fanden wir, dass den aber maximale Plafond setzen muss, den auf keinen Fall überschritten darf gehen. Weil wir müssen uns ja sicher klar sehen, dass Gemeng, das halt nicht die einzige Ausgabe, was die Gemeng hat, und nach viel weiter Konstruktionen Plan stehen. Und das ist wichtig, dass du für die Gemeng eben bei den weiten Investimenten eine Balance findet und der auf keinen Fall bei den sozialen Leistungen der Spuren. Oh, merci für die Remarque. Muss ich natürlich so, ne, dass ein Projekt in den Heuschafferrot geirrt wird. Du weißt ja auch selber, wie viel du am Schafferrot war, als mich das auch sicher kein Fried. Mit der Tor ist de wie mit dem wir wollen das Projekt fertig machen. Also nicht, wenn du so geguckt, haben wir schon in einer Phase, ich meine, gesagt, war das gut, und ich meine, soll noch nicht vielleicht von einer Büwert schwätzen. Das wäre für drun, wenn ich den Bauhaut gucke, noch von seinen Dimensionen hier. Ich meine, das ist so kein kleine Bâtiment. Du hast auch dabei kommen, die Komplexität, dass vielleicht in der Stadt noch Demos wie das Projekt gemacht hast, von der Form, eine relativ längliche Form, noch viel Fassadeflächen, viel Dachflächen, aber du könnt auch nachher gerne Worte zu so, Herr Spoden, und das war von Anfang an eigentlich nicht optimal. Aber wir können ja nicht anders machen. Auf der Platz da geht es nicht anders. Und das ist schade, immer gemacht haben, für da aber die Infrastruktur zu setzen, soll ja nicht gelochen, ein Terra nach neben Druck kommen. Und ja, da sind Apple und Preise sind noch dabei, überall an Blut gegangen. Das Rängen Holzbau, derzeit war noch die Holzpreise, wenn ich mir höre, ein bei der nicht, vielleicht noch etwas dabei zu drohen. Ja, also den prinzipiell also die Projekt ist ja wenig geboren, das auch länger Zeit für mich noch wenig Gift überholen und man noch fertig für ich mit viel Motivation. Mir wird wichtig, dass zu gucken, den Terrain hat eben sind zwei Faktoren, die ganze Operation beeinflussen. Die eine Seite ist das Site und die andere Seite ist das Programm. Das Site ist wichtig, weil die Terrain ja an der Proprietät von der Gemeinde sind. Aber sie sind an einer Zone inondabel und sie sind auf einem ganz schlechten Boden. Ich muss schon eine relativ aufwendige Konstruktion machen, was Fondationen mit Pieux und so weiter angeht. Die zweite ist das Programm, das Gebäude, das eine Funktion hat von Tribünen, eine Büwet und verschiedene technischen Räumen wie Stockagen. An die Räume, also wie die Volumisch für die gesagt, eine längliche Konstruktion, auf engem Etage, die längsten Terrain sich organisiert. Und natürlich ist dann propos der Ratio von den Fassaden an der Ratio von den Fondationen par rapport zum Volumen, den ich baue, natürlich nicht interessanter. Aber die können natürlich dann jetzt nicht neben den Terrain einen Cube setzen mit 3 Etagen drüber, so voilà, das sind als Tribünen. Ich meine, das funktioniert nicht. Das ist einfach verliert auf das Programm. Das Programm können die anderen. Und so ein Sportequipement auf so einem Terrain, den ist, egal wie das dreht, teuer. Wenn dann auch die Welt schreiben, da werden wahrscheinlich noch so viel Prozent mehr teuer, die kriegen ihn einfach nicht zu machen. Und dann hört die größten Avantage, aber das ist ein Cradle-to-Cradle, also das ist wirklich ökologisch sinnvoll gebaut, an implantiert sich auf Terrain, die an ihrer Proprietät sind, ob eine Installation sportiv schon existiert. Das dürfen auch nicht vergessen. Das natürlich auch so, wir sind in einer Terrain, wo der Boden besser ist, mit der Mischwert keinen Sinn an der Form. Sodass der Preis sich wenig mehr relativiert von den Faktoren mit auflesen lässt. Ja, merci. Wir hatten so gut. Wir waren im Moment so weit, dass wir evaluiert haben, sollen die Projekte nach Fero feiern, aber dann hätten wir auch so viel suchen müssen an Pubel geheim, an Anmerkung keine Lesung gehabt, sodass wir, voilà, das die Situation also wie es ist, froh als Kind darüber. Wir mengen aber, dass wir hier, also wir mengen nicht, wir sind überzeugt davon, dass wir hier mit dem Devis supplementär auf den Ende kommen. Ich meine, es steht ja schon so viel da, dass auch aufzuschätzen gewesen, was du noch könnt. Rechnen noch nicht mehr mit Surprisen. Ja, Serge von Schrift. Oh gut, ich meine, geht ein bisschen in Straber ab, wenn ihr Vergleich zu stoßen, dass so eine andere Situation, auch sportlich, ein anderes Niveau, okay, sind aber trotzdem Peanuts. Wir haben also, oder am Hund, als besser Gedanken gemacht,
wat die 290.000 Supplement an pu zerquetschter vum Reckinger sinn. Weil das Strammement da war schon als Einchen den Dossier aufgehen huet, an da könnt dann so ein Supplement dabei. Können wir do ein Detail kreen, wat do die Technik spezielle sinn. Weil Technik spezial, dat kann alles sinn. Das kann eng Wäschmaschine sinn, das kann ein Computer sinn. Also die muss einfach wissen, sinn op dem Site eben größer Technikinstallationen gewicht, die alles mat Bottien, die durchstungen, mat Derivationen auch von den existierenden Belichtungsarealen, sind noch neue Leitungen, die wat Straße muss zugehen. Sind die ganze Coop Elemente, die Site selber, wie gesagt, an die Konstruktion angeflossen sind. Das ungefähr in Punktschmengen, die so der Reckinger ich gesehen, wo ist das Supplement von der Wie-Menge der gucken, Destination. Und dann ist da ein sehr, wie den Ingenieur, auf welchen Basis hier den Ingenieur sind Preis am Moment gesagt wird, an der Kommando initial an die Wurf gehen, das sind ganz grob Sachen, wie gesagt, dabei kommen. Und das eben, dass am Moment eben, wo wir ausgeschrieben haben, voilà, das ist eben das, was der Marché wenig hier gehen wird. Also, da ist ein Teil Supplement von Installationen und ein Teil Augmentation vom Preis vom Marché, was wir auch bei anderen Projekten als solcher Form auch gesehen haben. Ja. Okay, merci für die Explikation. Normalerweise ist es ja so, dass von einer Submission gemerkt wird, dass die Entreprisen auf den Site gehen und sie gucken sich die Sache an. Du hast ja eine Visite des Lieux. Und ich meine, da muss ja Reckinger, der ja bestimmt jahrelang schon im Marché ist, da muss den ja merken, was denn da gesagt wie der Kabelage ist, was alles da ist. Und dann könnt ihr nach nur ein Supplement raus. Gut, für drin hast gesagt, dabei was während dem Covid geplant gehen, an angefangen gehen, an budgetiert gehen, dass Preise herabgegangen sind. Okay, das war alles Holz und so weiter. Aber ich denke aber bei den Technikspezialen, ich hatte ein bisschen etwas mit den Geschichten zu dienen. Da überrascht mich, dass da dann Preise auch sollen nicht raufgegangen sind, mehr herabgegangen sind. Ich meine, muss ich vielleicht Apps ändern, also die 290.000 Euro, das wirklich schränkt, das, was das Supplement ist, also das Supplement ist, das ist einfach das, was den Preis von der Offer, die aufgegeben ist, vom Reckinger, wie man die Ausschreibung gemacht hat, weil dem Monat über dem da war, was am Devis von 2022 gesehen ist. Das ist also nicht die Supplement, nur die Supplement, die da sind, die innen zum Schluss, während dem Chantier beikommen sind, das sind die, die innen zum Schluss stehen. Das sind andere bisschen, das ist viel mehr kleiner Monat, da hat einfach der Fett gewischt, aber eben leider bei der Ausschreibung just nichteren Offrant oder Deposor hatten und das war den Firma Reckinger, die hun eben den Offer aufgehen, die 290.000 Euro mehr heich waren und ich meine, dann ist auch ein bisschen von der Gesetzgebung von der Marché Publique so, dass wenn es den höchst den Offer aufgehst, die valabel ist, dass du dann auch nicht einfach so kannst, so eine Schwellen sind nicht. Und voilà, das war am Anfang Demos, wie man die Ausschreibung gemacht hat, wo die Monate du hier kommst. Ja, wir haben momentan beim Reckiger mal sogar einen negativen von 1.600 Euro zum Beispiel für die Saison, dass wir da sogar eine Reduktion haben, wo wir müssen am Gang die ganze Zeit am Projekt zu gucken, wo wir Ökonomien dran fahren. Wir haben zum Beispiel den falschen Plafond an der Bivette, den am Metall ist durch Plackage ersetzt. Wir haben Tierenhechten am Interieur, die überhechten waren, aufgesetzt. Weil probiert viel Sachen, die am Kader von dem, was wir ausgeschrieben haben, nach möglich ist, probiert zu negocieren. Natürlich sind immer nur ein paar Prozent, aber wie gesagt, du fängt den auch dementsprechend supplementär Demanden ab, ne, die ihn dann aufführen kann oder refusieren kann. Das ist eben der ganze Prozess, den wir am Gang sind zu machen. Wie du gesagt hast, das ist eine reine Ausschreibung. Also gesehen, da ist eine Ausschreibung. Die Ausschreibung, die war auch vielleicht am Vergleich am Anfang wenig mehr komplex und dann auch wenig mehr dran. Mit das auch hauptsächlich einfach, dass einfach ein teurer Preis dabei rauskommt. Der Marché Public, die nicht einfach keinen besseren Preis als geben. Ja. Und das ist auch das, was wir einen anderen Preis gesehen und da haben wir auch keine Möglichkeit, darüber zu agieren. Ne. Merci. Claude, ich hatte eine andere Sache. Am Kader vom Projekt entsteht ja ein Formationsraum. An Formationsraum an sich auch für Vereine
aus der Lokalvereine. Wir freuen also an sich, wie gesagt, dann ist mit der Konvention, dass wir eine Konvention, die durch der Gemeinde an den Fußball soll gemerkt im FC Minsberg. Hast du schon einen Besuch gefahren gehen oder? Ja, ich meine, da loren drauf, wir mussten den like finalisieren und dann, ja, dann muss man den Ecke stimmen. Ja. Ja, aber die beim Projekt hat gestimmt, eigentlich, ja. Okay, sonst noch frohen. Kein froh mir werden, da gibt man über den Punkt aufstimmen, wann es gibt. Hat man Jean-Marie? Ja. Aisha Serge? Ja. Fogerini Nora? Ja. Kaiser Andy? Ja. Joch? Nagel Anne-Marie? Ja. Nai Conny? Ja. Sauber Jules? Mam Schulzinger Prokuration, ja. Tein Serge? Ja. Dreisen Pol? Ja. Welch Nico? Ja. Wir uns merci. Herr Spoden ist dann noch merci. Ja, merci an alle Goren. Ja, da gesehen Da werden sie groß, aber wir wissen, dass wir müssen den Delay anhalten. Ne, wir gesehen es dann, wann wieder mich schön als für die Ouverture dann. Auf jeden Fall. Ne, ja. weil wir kriegen viel VIP-Gäste, Ja. oder das Ja. muss klappen. Gut, merci. Gut, merci. Eddie. Schönen Abend. Voilà, dann kommen wir bei unserem dritten Punkt, Finanzkommunal. Da gibt den Serge als Konten 2024 präsentieren. Also ich meine, das viel gesehen, wie man das wie die Lehrstüren auch, dass man Konten Konten von 2024 an Präsentation vom Budget praktisch 425 an dem Budget 26 zu summen an einem Punkt geht bestimmen. Voilà, dann liebe Kolleginnen und Kollegen am Gemeinderat, liebe Damen und Herren aus der Finanzkommission, liebe alle Guten. Wir sind froh, euch die aktuelle finanzielle Situation von unserer Gemeinde zu präsentieren. Zu den Konten vom Jahr 2024, das goufen den 26.06.2025 aufgeschlossen an den Innenminister geschickt. Wir werden auch, dass die Kontrolle vom Innenminister durchgeführt wird an den nächsten Monat und dann wird man heute am Frühjahr 26. den Kont stimmen. Für 2024 schon mal aufgeschlossen mit ordinäre Resette von 27,6 Millionen an ordinäre Depense von 19,4 Millionen, sodass man am ordinären einen Überschuss von 8,12 Millionen Euro. Extraordinäre Resetten hat man für bald 3 Millionen an Depense für 9,3 Millionen, weil den Defizit von 6,3 Millionen Euro mischt. Da haben wir dann für 2024 rund 1,9 Millionen Euro Boni gemacht, und zusammen mit dem Resultatrapporté von 15,4 Millionen von 2023 haben wir dadurch ein Benefizrapporté gehabt für 2025 von 17,3 Millionen Euro. Ich meine, das sind die Reserven, die dann über die letzten Jahre oder Jahrzehnte schon mal angelöst wurden, für die nötigen Investimente an Zukunft von unserer Gemeinde zu machen. Wenn wir dann zum Budget rektifiert kommen, das ist ein angepasste Budget vom Jahr 2025. Das ist immer 12 geholt von aktuell ab November 2025 und eine kleine Estimation gemacht von den Resetten an den Depensen, die noch dabei kommen. Da sehen wir, dass wir 2025 davon ausgehen, dass wir ordinäre Resetten haben an Höchst von 29 Millionen Euro, an ordinäre Depensen von 19,6 Millionen Euro. Das dann geben Benefiz am ordinäre Konten machen von 9,5 Millionen Euro. Extraordinäre Resetten hätten wir für bald 2,8 Millionen, an Depensen schätzen wir auf rund 20 Millionen Euro, bei dann einen extraordinären Defizit von 17,2 Millionen mischt. Damit hat man dann auf Basis von dieser vorsichtigen Abschätzung ein negatives Resultat für 2025 von rund 7,7 Millionen Euro. Zusammen mit dem Resultatrapporté von 2024, wobei 17,3 Millionen, haben wir dann also Benefizrapporté für 26 von 9,6 Millionen Euro, wo wir noch mal drüber wollen. Eher mal aber den Budget rektifiert von 2025 und auch von dem Budget 26 mehr im Detail analysieren nach Portionen zu unserer Gemeinde. Ab dem 1. Januar 2025 hatten wir 4.426 Leute bei uns in der Gemeinde wohnen. Und aktuell, ab dem 21. November, liegt das 12 bei 4.480, weil einem Zuwachs von 54 Personen entspricht. Nur ein ganz löse Wachstum von dem 12 Leute für 2024 sind wir bei einem normalen Wachstum, wie wir zwischen 2022 und 2024 auch kann tun.
Das ist not einmal bedingt durch verschiedene Projekte, die an den letzten Jahren aufgeschlossen wurden, wie zum Beispiel die Résidence auf der Kreuzung Rue des Vergers und Rue Principale, aber auch der PAP an der Rue Deux-Tranches, der Uwen zu Straßig, und dann aber auch, wenn man mehr feststellen, dass immer mehr Familienhäuser Location de Chambre bieten, wo dann einzelne Personen sich ummelden, was aber dann als Population mehr abbringt. Das zusätzlich 54 Einwohner entsprechen einem Wachstum von 1,22%. Zter 2017 merken wir also, dass das Wachstum am Durchschnitt bei rund 1,3% liegt, also liegen wir aktuell weit unter diesem Ziel von einem moderaten Wachstum von 1,7%. Das tut natürlich den Vorteile. An der anderen Seite muss ich immer wissen, dass verschiedene Dotationen vom Staat immer mehr auf Population gerechnet gehen, und wird das in dem Sinn dann aber ein bisschen benötigt. Wir merken aber auch bei der Unzahl von Baugenehmigungen, und wir sehen doch als Straßen, not einmal auf der Hauptstraße, dass mehr gebaut wird und dass der Einwohnerzahl in den nächsten Jahren mehr stark wird klammen. Auch beim PAP Schönbirch und der Rue Jean Ruf sind sämtliche Schloe von den Familienhäusern verkauft und auch eine ganze Reihe Bauprojekte sind schon am Bau. Und auch eine ganze Reihe anderer Demontekonstruktionen sind an der Prozedur, sodass da in den nächsten Jahren oder Monaten sogar weiter eine neue Karte werden entwickeln. Als Einwohnerzahlen werden also in Zukunft recht stark klammen, auch durch die neuen PAP, die in Zukunft dabei kommen. Dafür ist es wichtig, für weiter an als Infrastrukturen und an als Vereine zu investieren, sowie als Bürger zu unterstützen, für ein harmonisches und ausgeglichenes Zusammenleben zu ermöglichen. Für aber zurück auf die Finanzsituation zu kommen, fängt wir mit diesem aktuellen Patrimoine. Die Gemeinde Schütter hat ab 1. Oktober ungefähr 14,8 Millionen Euro auf der Bankkonten und keine Verschuldung. Zu unserer Reserve gehört doch der Fonds de Reserve budgetär, wo ein Monat von 1,6 Millionen Euro blockiert ist. Diese werden wir aber im Laufe von 2026 ablesen. Wir besitzen 226 Hektar Busch, 33,4 Hektar Terra Wiesen an Ackerland, sowohl an der Gemeinde wie auch an den Opisch-Gemengen. Wir haben 5,21 Hektar Terra am Bauperimeter, wovon 3,5 Hektar an unserer Aktivitätszone liegen. Wir haben noch 10 Häuser und 10 Appartementer, die wir aktuell am Kader vom sozialen Wohnungsbau verlohnen. Und dort stellen wir 2 Häuser der Association Schütter Hölleft zur Verfügung, die hauptsächlich ukrainische Flüchtlingsfamilien unterstützt. Kommen wir dann nur zum Detail vom Budget Rektifier von 2025 und dem Budget 2026, wo wir mit den ordinären Resetten aufhängen. Da ist es so, dass wir 2024 Resette von 27,6 Millionen Euro hatten. Für 2025 schätzen wir das auf 29 Millionen, und für 2026 sind 30,8 Millionen Euro vorgesehen. Hier sehen wir, dass wir von 2022 auf 2023 eine Croissance hatten von 22,7% und von 2023 auf 2024 von 11,9%. Und par rapport zu einer Croissance, die für das letzte Jahr vom Rektifier von 24 auf Schluss auf 9% geschätzt war. Da liegen wir also leicht über dem, was die letzte Jahr am Budget gesehen war. Am Budget Rektifier für 2025 gehen wir aber just von einer Croissance von 5% aus. Und für 2026 von 6%. Wir sind also weit unter dem zweistelligen Wachstum entfernt, wie man an den letzten Jahren kann tun. Wie schon letztes Jahr gesagt, dass wir schwere Zeiten dabei durchkommen und als Resetten am FDGC oder aus dem ICC immer mehr klammen. Auch wenn wir natürlich wissen, dass das Miniministerium seine Vorgaben für das zu berechnen normalerweise immer echt fehlsichtig sind. Kommen wir dann zum FDGC, also dem Fonds de Dotation Globale des Communes. Dieser repräsentiert ungefähr 2/3 von den ordinären Resetten von der Gemeinde. Und das ist bei weitem die größten Einkommensquellen. Den FDGC wird zum Teil gespeist von der direkten Steuer, der TVA oder nach der Autosteuer, auf die Berechnung vom Verdelen von dieser Dotation aus den Hauptkriterien von der Population. Wie das Gemeinde benötigt, wenn wir ja echt moderat wissen wollen. Diese Berechnungen beruhen auf die Vorgabe vom Innenministerium aus der Zirkulär 2025-077 vom 23. Oktober. Und hier stellen wir fest, dass der Staat nach für 2025 mit einer Croissance von 2,7% rechnet, was für uns Gemeinde ein Monat von 19,19 Millionen Euro entspricht. Für 2026 ist das Croissance aber just nach das Croissance bei 7,2% par rapport zu 2024, weil am Budget 2026 ein Monat von rund 20 Millionen Euro entspricht. Das wäre also eine Steigerung von 4,4% par rapport zu 2025. Kommen wir dann zum ICC, dem Impôt Commercial Communal.
Als zweitgrößte Reset aus den ICC, diese mischt ungefähr 13% von unseren Resetten aus. Hier kriegt allgemein ein Teil vom ICC, den im Territoire von der Gemeinde erwirtschaftet wird. Für 2024 kriegt mir 3,6 Millionen ausbezahlt. Am Vergleich mit dem Gesamt-ICC, den an unserer Gemeinde erwirtschaftet wird, von 16,9 Millionen Euro. Das sind also ein bisschen mehr wie 21%, die für uns Gemeinde übrig geblieben sind. Für 2025 rechnen wir am Budget rektifier mit einem Monat von rund 4 Millionen Euro, und für 2026 rechnen wir auch mit einem Monat für ein bisschen mehr wie 4 Millionen Euro. Hatten wir also von 2022 bis 2024 nach all eine Croissance von über 21%, so bleibt für 2025 par rapport zu 2024 just eine Croissance von 10,6%, und für 2026 just nach von 1,6% par rapport zu 2025. Allein anhand von denen zwei Resetten gesagt, dass auf Basis von der Prävisionen vom Innenministerium als zwei hauptordinäre Resetten immer mehr löst, wo sie werden. Und auch die Prognosen für 2027 bis 2029 weisen nicht mehr moderate Wachstum an die aktuell geopolitisch Lage in der Welt stimmt nicht allzu viel optimistisch. Dafür müssen wir weiter den Weg gehen, als Depensen ganz genau am Ende zu behalten und noch zu gucken, für neue Resetten zu generieren. Kommen wir dann ein bisschen zu den anderen Resetten, die wir haben. Hier muss ich final mal erwähnen, dass wir 2025 so exzeptionelle Resetten an unseren ordinären Resetten zu finden sind, und zwar als eine Restitution vom Fonds de Préréquation conjoncturale mit einem Monat von 84.054 Euro. Das ist ein Fonds, den an schon viele Jahre gegründet ist, den aber nie weiter benutzt ist, wo den Innenministerium dezidiert, den abzulesen und dafür guten Altgemengen hier ein Deal ausbezahlt. Das ist also ein Reset, die wir just das Jahr hatten und nicht mehr weiterkommen. Die andere exceptionelle Reset ist die Regularisation von der Kontribution für den Fonds pour l'Emploi mit einem Monat von 538 oder 539.000 Euro rund. Und das ist, wo eine rezent gesetzliche Anpassung von der Berechnung vom Fonds pour l'Emploi gemacht ist und die ist retroaktiv appliziert und dafür kriegt man den dort Monat am Fonds zurückbezahlt. Das sind also Resetten von 623.000 Euro, die ganz exceptionell für 2025 waren und in Zukunft nicht mehr kommen. Für 2026 schon auch so ein exceptionelles Reset an unserem Budget 4 gesehen von 1,6 Millionen, und das ist eben die Reprise vom Fonds de Reserve budgetär. Wenn wir den ablesen, dann kriegen wir ein Reset und ein fiktiv Reset an unserem Budget, an den ordinären, die diesen dann mehr hoch ausgelöst. Dann haben wir ein anderes Reset, die wir haben und die wir alle Jahre haben, das ist ein Impôt foncier, also die Grundsteuer, die im Territoire von der Gemeinde Schütte erhoben wird. Hier sind die Resette für 2025 von 301.000 Euro und für 2026 von 305.000 Euro vorgesehen. Füge das mal gesehen, dass nationalen Plan nicht zeitnah zu Änderungen wird kommen, notamment was die Mobilisierungssteuer angeht, sind wir am Gang zu gucken am Chefrat, ob man nicht eventuell verschiedene Tore vom Impôt foncier werden anpassen. Dazu sehen wir dabei am Frühjahr, wenn wir den neu stimmen. Weitere Resetten entstehen durch die Leute von den Wohnungen, die wir als erschwinglichen Wohnraum verlohnen. Resetten liegen hier bei 205.000 Euro am Budget rektifier von 2025 und so viel als auch für 2026 gesehen. Hier ist es aber so, dass wir am Kader von Bayer Sozial als demnächst müssen dezidieren, mit wem wir an diesem Kader werden zusammen weiterschaffen, und das wird auch einen Impact auf die Resetten haben. Wir können aber noch bei der Reset Ordinären erwähnen, dass Anstrengungen am Bereich vom Klima- und Naturschutz belohnt gehen, Subventionen vom Staat für als Goldzertifizierung am Klimapakt und als Silberzertifizierung am Naturpakt belaufen sich für 2026 auf geschätzten 220.000 Euro. Da war es auch so, dass man für 2023 und 2024 aufgrund von den hohen Zinsen, oder den mehr hohen Zinsen, und also große Cash-Reserven Zinsen an Höchst von 317.000 Euro, respektive 376.000 Euro kruten. Für 2025 rechnen wir aber just noch mit einem Monat von 140.000 Euro und 2026 sogar just mit 30.000 Euro. Das ist aufgrund von den niedrigen Zinsen und aber auch, weil als Suchen auf die Konten ab dem nächsten Jahr aufgrund von unseren Investitionen drastisch werden zurückgehen. Am Kader von der Gemengeresetten also auch vorgesehen, an den nächsten Monat verschiedene neue Reglemente an den Gemengerat zur Aufstimmung zu bringen. Das nächste Reglement ist für eine Tax anzuführen, ob der Rappeller, die als Reset muss rausschicken, weil verschiedene von unseren Administrierern hier Rechnungen nicht bezahlen, und du hast vorgesehen, dass wir ab dem zweiten Rappell eine Tax abheben, von den administrativen Aufwand auszugleichen.
Dann also auch viel gesehen für eine Adaptation von den Tarifen zu machen, für die Arbeiten, die von unseren Service gemacht gehen, an dem Klärung müssen zurückverraschend gehen. Das ist das aktuelle Reglement von 1990 von der Luft ausgedrückt, das, wo man das will und die aktuelle Realität anpassen. Dann haben wir auch viel gesehen, ein Reglement Tax für die Occupation von der Voie publique anzufeiern, notamment an Cadre von privaten Chantien, wenn durch den Domain public blockiert wird, dass man dafür eine Tax abheben. Taxereglement soll Überschaft gehen notamment en vue von der Extension vom Kirfecht und von den neuen Modalitäten von Urnen an den verschiedenen Kadefiguren, die ich durchstelle, für ein überschafften Taxereglement aufstimmen zu lassen. Was die anderen Taxen aus dem Aufall- und Wasserversorgung geht, so wie die Musikschule und Mesoré, analysieren wir die zusammen mit den Depensen. Dann kommen wir bei den Depensen. Bei den ordinären Depensen als Situation die, dass nachdem das von 13,8 Millionen ans Jahr 2022 auf 19,4 Millionen für 2024 gekommen sind, wir de fertig tun das zu stabilisieren, respektive dass 4 Millionen klammen. Für 2025 rechnen wir mit 19,6 Millionen und für 2026 mit 20,3 Millionen Euro. Das Zahlen entsprechen einer Croissance von 19,35% von den Depensen von 2022 auf 2023 und von 2023 auf 2024 von 17,8%. Für 2025 sehen wir aber just nicht mehr daran zu, wo es von den ordinären Depensen von 0,65% und für 2026 also eine physische Croissance von 3,54%. Die sieht also, dass wir probieren, als ordinäre Depensen am Griff zu halten, für die nötigen finanziellen Mittel zu holen, für als große Infrastrukturprojekte realisieren zu können. Es muss ich sich natürlich auch daran erinnern, dass die starke Croissance von 23 auf 24 auch bedingt wird durch die vielen Indextranchen, die 2023 angefallen sind. Und sich dann natürlich auch am Konto 2024 rumspiegeln, dass Indextranchen immer einen großen Impact auf die ordinären Depensen füge, dass Personalkosten rund ein Drittel von unseren Depensen ausmachen. Aktuell schaffen auf der Gemeinde 54 Leute. Davon sind 19 an der Administration, 8 am Service Technik, 1 Gast Champêtre, 1 am Service Scolaire, 18 an der Regie und 7 an der Conciergerie. Heute muss ich sagen, dass wir bei diesen Zahlen das ganze Sekretariat, also auch der Volley vom Service Technik, in den Bereich Administration regruppiert haben. An der Administration ist seit dem 1. Februar 2025 der Larry Dalous an unserem Service von der Relation Publique als Community Manager beikommen und hin ersetzt den Andy Weber mit dem Tasch. Hier unterstützt hauptsächlich Wiki Jungblut an allem, was als Digitalkommunikation angeht, kümmert sich aber auch um die Organisation von verschiedenen von unseren Events. Seit dem 15. April 2025 schafft auch Sandy Lucius zusammen mit Natascha am Accueil und hilft auch am Sekretariat und an der Fakturation. Für 2026 sind keine neuen Posten vorgesehen. Aktuell haben wir aber noch 2 Posten am Service Regie, wovon aber 1 mit einem EMI-Posten besetzt ist. Bei der Evolution von den Personalkosten gesagt, dass wir von 2022 auf 2023 noch einen Host von 18,1% hatten, für 23 auf 24 schlug das bei 8,49% und für 24, 25 also ein Host von 8,55% vorgesehen. Hier muss ich eben daran erinnern, dass in 2023 insgesamt 3 Indextranchen erfallen sind, die natürlich einen großen Impact hatten. Die letzte Indextranche war den 1. Mai 2025 und die nächste ist für das 3. oder 4. Trimester 2026 vorgesehen. Da war doch so, dass auf den nächsten der Punktwert, nächsten 25. der Punktwert von den Gemengebeamten um 2% herabgegangen ist. Und das ist eine weitere Erhöhung um 0,5% schon vorgesehen auf den 1.1.26. Für 2026 gesehen wir also eine Croissance von 5,51%, weil da ein ganz vorsichtig geschätzt ist, oder echt zu hoch geschätzt ist, füge, dass der Impact von der Indextranche von 25 oder 26 nicht so groß soll sein und auch der Punktwert von den Gemengebeamten nur just 0,5% klimmt. Zu den Personalkosten kann ich auch erwähnen, dass wir am Kader von der Mesure d'Insertion, die wir realisieren, also das sind all die Posten, Emien und so weiter, wo wir Leute angestellt haben, all Jahr ein Montant von 200.000 bis 220.000 Euro remboursiert kriegen.
Finalement ass Jo den Nowen vum Gemengerot gestimmt gin fir d Kooperationun am CGC da op den 1.12.25 ze beenden an ab dem 1.1.2026 iwwerhëlt Soline Arbeitsëlf déi Aufgaben. Kächte fir Soline Arbeitsëlf se quasi ident budgetisiert wie dat wat mat 2025 und de CGR Siedal bezuelt. Dann de Fonds pour l'Emploi. Wie schon letztes Jahr erklärt, als der Berechnungsmodus vom Fonds pour l'Emploi angepasst ging, aber sehr lob eine einfache Formel, wo der Fonds pour l'Emploi in direkter Relation mit dem ICC steht, den Terrain von der Gemeinde erwirtschaftet wird. Und nicht so zu anderen Diskrepanzen, wie in der Vergangenheit gesehen wird kommen. Auf der Basis haben wir für 2025 eine Depense von 507.000 € vorgesehen, und für 2026 sind es 513.000 €. Hier haben wir den Monat am Grafik par rapport zum Budget liegt angepasst für eben die Reprise, die wir durch Remkruten direkt am Grafik können zu spiegeln. Da kommen wir bei den Auffall. Zu den Resetten und Depensen im Bereich vom Auffall. Beim Auffall gesehen wir für 2026 eine Lichtsteigerung von den Resetten von 540.000 € auf 560.000 €. Füge das neue Taxreglement soll gestimmt gehen. Wird hier gesagt, dass verschiedene Taxen, notamment der variable Kilospreis vom Restauffall abgesetzt wird. Und das ist an dem But für die Auffallentsorgung im Kaschendeckten zu organisieren. Das ist also eine ganz, ganz vorsichtige Schätzung, dass wir hoffen, dass viele Leute weiter incitiert gehen, für Männer Restauffall zu entsorgen, und man dann nicht davon ausgehen, dass Restretten so stark klammen. Bei den Depensen ging das voran 750.000 € für 2024 auf 843.000 € für 2025, respektive auf 851.000 € für 2026. Hier hat sie als für kurze Menge neue Ausschreibung gemacht für die Organisation von der Aufgabe-Kollekt und muss ich gucken, was den Impact von dieser neuen Ausschreibung wird sein. Hier ist der Ballfall Ziel für sowohl die Resetten und Depensen, notamment das Zupassen von den Unzügen von den Kollekten, Anpassung vom Taxreglement Kaschendecken zu organisieren. Bei der Wasserversorgung, für die Trinkwasserversorgung, also wie die letzten Jahre, dass wir für 2026 Resette von 1.050.000 € vorgesehen haben und Depensen von 862.000 €, so dass wir hier eine Boni machen. Auf der anderen Seite haben wir beim Aufwasser für 2026 Resette von 720.000 € und Depensen von 883.000 €. Hier muss ich sagen, dass wir bei der Präsentation von diesen Statistiken auch 12 vom Budget nur passen, weil du eine Rechnung vom SIDAS vom zweiten Semester 23 mehr später rankommst und das dann an der Kontabilität 12 ein bisschen verfälscht. Gesamt geguckt, also so, dass wir aktuell immer ein Defizit beim Schmutzwasser haben und ein Benefis beim Trinkwasser, sodass sich mehr oder weniger immer ausgleicht, respektive, dass wir immer leicht positiv sind. Wobei aber man betonen muss, dass ein Teil von den Kosten über den großen Teil von den Kosten über den extraordinären Budget finanziert wird. Und der Claude werde ich ja nur erzählen, dass wir ein ganz Projekt nächste Woche umsetzen. Und das dann noch am kostendeckenden Wasserpreis muss berücksichtigt gehen. Kommen wir dann zu der Musikshow. Wie die auf dieser Grafik sieht, holen die Depensen für das regionale Musikschule auch immer weiter zu. Das belaufen sich für das Schuljahr 2024/25 auf 814.000 € und das Subsid vom Staat wäre rund 470.000 €, sodass wir als Gemeinde 344.000 € gedrohen haben, was ungefähr 42,4% von den Gesamtkosten entspricht. Im Schuljahr 2024/25 hatten wir insgesamt ungefähr 160 Schüler, die ein 6.460 Minuten Kur pro Woche an unserer Gemeinde routen. Am Kader von der Reevaluation von dem Enseignement musical, die von Menschen gemacht haben, als Zweckbehalte gehen, für eine Anpassung von den Subsidien zu machen, für das Gesetz über die Anpassung von den Arbeitskonditionen von den Musikenseignants Rechnung zu drohen. Und das mehr Kosten besser aufzudecken. So soll der Monat vom Taux annuel de base per Minute ab dem Schuljahr 25/26, also weil du am Gang hast, auf 41,32 € abgehen. Und das möchte ungefähr eine Steigerung von 10% von den Subsidien aus, die wir werden ausbezahlt kriegen. Und die Anzahl von den Kindern, die an die Musikshow gehen, klimmt auch immer weiter. Und wir werden auch in Zukunft nicht ernst kommen, für bei verschiedenen Kursen Werdelisten zu haben oder manchmal am Anfang vom Jahr, dass wir Werdelisten haben, die der Mädchen selber können durch Dabandauern aufgeschafft gehen.
Beim CGDs gesagt, in der der Decision vom Staat verschiedene Kosten integriert zu überholen, der Beitrag von den Gemengen Finanzement vom CGDs 2025 deutlich aufgegangen ist. Für 2026 also war ein kleiner Host von 22%, ein größerer Host von 22%. Und da muss man gucken, wie der nächste Jahr wird weiter evaluieren. Bei der Protection Sociale, du hat die Gemengerat an seiner Sitzung vom 29. Januar 2025 dezidiert, dass die Gemenge ab dem 1. Januar 2026 schüssen 50% von der Allokation de Vie Share, respektive der Energieprim, ausbezahlt am Platz von 100%, wie das am Kader von der Corona-Pandemie angefordert wurde. Das führt dazu, dass die Ausgabe für diese Mesure am Budget 26 schüssen darauf 100.000 Euro geschätzt gehen am Platz von den aktuell geschätzten 170.000 Euro für 2025. Daneben geht aber auch die Partizipation von der Gemeinde Schütte um Budget vom Office Social für 2026 auf 117.000 Euro herab. Dann kommen wir zu der Maison Relais. Bei der Funktionierungskosten von der Maison Relais ist es so, dass der Staat 75% von den Kosten bezahlt an die Gemeinde, die anderen 25%. Für das Funktionament von der Crèche überhält die Stadt integral Kosten und da bleibt kein Kosten für uns als Gemeinde übrig. Bis 2023 basieren Zöllen auf den Dekonten, die hier sieht, die aufgeschlossen werden. Für 2024 haben wir aber noch keinen definitiven Dekont gekriegt. Wir kann nicht so, dass das Budget für 2024 bis 2026 zwischen 785.000 Euro und 850.000 Euro wird variieren. Ich kann Ihnen noch sagen, dass 12 von den angeschriebenen Kanner an der Maison Relais von 351 am Jahr 2022 auf 366 für 2025 geklommen ist. Zahnt aber, dass wir am November 23 den Pavillon Cadolto beigeholt haben, gibt es doch kein Wartelicht mehr an der Maison Relais. An der Crèche haben wir ja 50 Plätze, das sind immer alle gut besetzt. Du hast Variationen immer zu den Momenten, wo die Kanner können an der Präkoz wechseln. Aktuell sind 16 Kanner auf der Warteliste, wo aber die meisten Kanner recht auf einen Platz, also Kanner, wo die älteren Kanner schon angeschrieben haben für die September 26 oder für die Januar 27, aber die Kanner teilweise hauptsächlich noch nicht auf der Welt sind. Dann ein paar Informationen zu der Kommunikation. Im Kader von einem Digitalisierungskonzept hat man 2024 eine erste Mesure für Schütte Uni Bayern umgesetzt. An den Printmedien von der Gemeinde just nach an Debatte verdient gehen, die das ausdrücklich durch Sticker signalisieren. Aktuell ist die Situation die, dass wir bei einer Oplage von 650 Exemplare für die Gemengebot sind, aber im Eventblock haben wir die Quantität evaluiert abgesagt auf 500 Exemplare, für das wir immer eine kleine Reserve auf der Gemeinde behalten. Es war ja auch rezent eine Informationskampagne gemacht, für als Bürger über die verschiedenen Kommunikationswege von der Gemeinde zu sensibilisieren. Unter dem Hirsch tun wir ja auch einen neuen Design für das Gemengebot, den wir einem Appell d'offre mit einem kleinen Konkurs, aber von der Agence Maro wird gemacht gehen. An der Suite von der Verstärkung von unserem Service Relation Publique haben wir auch den Social Media Kontrakt mit Maro nicht mehr weiter verlängert, aber werden in Zukunft auf einer Devise-Basis schaffen, falls spezifische Layouten gebraucht gehen. An unserer digitalen Kommunikation sind wir für 2025 auf 410 Leute, die sich für das Newsletter angeschrieben haben. Bei der Schütte-App klammen Zöllen auch von Jahr zu Jahr. Sie sind normal 360 Downloads von der App dabei kommen, und 12 von den Kehren, wo die App abgerufen ging, als stark geklommen. Am Kader von den neuen Öffnungszeiten von der Gemeinde seit dem 1. Januar 2025 ist es auch möglich, für zu bestimmten Zeiten ein Rendezvous an das Populationsbüro zu kommen. Das Offer ist ganz gut angeholt gehen, und insgesamt sind bis global 100 Rendezvous so außerhalb von der regulären Öffnungszeiten fixiert gehen. Hier gucken wir mal, wie wir das Möglichkeit auf andere Services ausweiten. Dann ist noch zu erwähnen, dass Toppler-App, die wir ja das Jahr angefordert haben, ganz gut bei uns Bürger auch kennt, weil wir aktuell haben wir bald 700 Utilisatoren aus der Gemeinde, die sich da angeschrieben haben. Die App wird ganz aktiv genutzt, sowohl von uns als Gemeinde wie auch von den Bürgern. Bei den anderen Depensen kann ich nach folgenden Punkten hervorheben. Wie am letzten Budget angekündigt hat die Gemeinderat an seiner Sitzung vom 29. Januar 2025 dezidiert, für die Subsidien für die Vereine nach oben anzupassen. Insgesamt sind 2025 Subsidien und Vereine an höchst global 77.000 Euro ausbezahlt gehen. Weil eine Steigerung von 2024 von über 24.000 Euro raus, respektive 46,37%. Ich meine,
Mit dieser Adaptation haben wir als Vereiner konsequent gestärkt, für weiter ein interessantes Offer für als Mattbürger anzubieten. 2025 war auch die Jahr von der Feierlichkeit für 35 Jahre Jumelage mit unserer Partnergemeinde Siegelsbach. Das Festivitäten werden also ungefähr 24.000 € kosten, die viel flott Evenementen, wo neue Ideen ausgetauscht wurden und auch neue Kontakte entstanden sind, haben dazu beigedrohen, für als Partnerschaft noch weiter zu stärken und in Zukunft auszubauen. Auf dieser Platz gratulieren wir auch nochmal dem Tobias Hauptkap für seine Wiederwahl als Bürgermeister von Siegelsbach auf Renais und ein weiter gut zusammenarbeitet. An den letzten Jahren haben wir auch viel an PV-Anlagen auf die Gemeindegebäude investiert. An 2025 haben wir auch verschiedene Gruppen de Partage zwischen uns in den Gebäuden gegründet, für den produzierten Strom effektiv zu nutzen. Das fängt an, seine Pflichten zu drohen, weil als Hauptstromkosten fallen von 200.000 € an die Jahre 23 und 24 auf 175.000 € für die Jahre 25. Oder Nachmanner, weil eine Anspürung von über 10% ist. Obwohl Stromkosten echt geklommen sind. Wenn wir mich später gesehen, also da war es so, dass aufgrund von einem extraordinären Defizit es kann sein, dass wir ab dem zweiten Semester 26 eventuell einen ersten Emprunt müssen abholen. Hier haben wir dafür an den ordinären Depensen ein Remboursement von 100.000 € vorgesehen. Also Basis von diesen Zahlen werden wir dann 2025 mit einem ordinären Benefis von 9,5 Millionen € aufschließen. Und auch am Budget 2026 gesehen wir eine Weitersteigerung vom Benefis auf 10,6 Millionen € für. Also war 40 hier, wenn das als Depense für 2025 und 2026 viel mehr losgehen wie als Resetten. Das erlaubt uns für als Resultat für 2025 um 15,7% zu steigern, und für 2026 sind nochmal 11,6% vorgesehen. Von denen du aber die exzeptionellen Resetten, von denen du gerade geschwärzt hast, von 25 und 26 rausraschen, da gibt es schon mehr ein realistisches Bild. Dann ist es auch immer so, dass als Resette für 2025 mehr sehr wissen wie als Depensen. Für 2026 wird dann aber eine Progression von der Resette von 2,84% und von den Depensen von 3,54%. Wobei ich aber am Kopf muss halten, dass als Resetten echt vorsichtig geschätzt sind und als Depensen echt zu hoch. Dann kann ich mal zum extraordinären Budget kommen, wo der Claude aufhängt. Voilà, erst zu den Zölle kommen, wollte ich aber mal direkt den Merci losgehen. Ich meine, ein Budget machen, als aber im Endeffekt immer eine Hauruck-Aktion, da kann ich sich so lang für drüben vorholen, an eine Planning machen, bis wenn ich muss Zölle liefern, das klappt meistens nicht so gut. Am Endeffekt haben wir leider aber alle gut Zölle geliefert, war nicht bei der ersten Kehr, da war ein zweiten erster Rappel oder zweiter Rappel. Und ich meine, ich ging von dieser Platz, also am Namen vom Chefverbot hin, alle Merci, sondern als Chefservice an ihre Leute, für die Türen, die sie geliefert haben, ganz besonders, weil ich auch Merci an den Gemeindesekretär, alle, den immer viel da geplaudert ist, und natürlich auch den Finanzchef, den Serge, den sich ganz intensiv mit den Zölle beschäftigt, da konnte ja schon alle gut feststellen. Ich meine, die von Noven, da ist einen Überblick zu gehen, was man mal so machen, was auch noch politisch gewollt ist. Und wir freuen uns darauf schon, dann die nächste Kehr eine konstruktive Diskussion hoffentlich auf jeden Fall zu haben über die Zölle. Ich meine, wir können nicht über alle Zölle gehen, wir können nicht bei allen Zölle etwas sagen. So sitzen wir ganz Woche. Wenn Sachen fehlen oder wenn der gerne Präzision zu Sachen hat, dann zeigt natürlich nicht. Bon, ich gebe mal aufhängen mit einem ganz flotten Projekt, den eigentlichen Investiment an Departement von der Hortikultur ist, an den noch ganz stark zur Biodiversität beiträgt. Nicht nur auf der Platz, wir wollen auch ganz viel Rosen an unsere Beete immer an der Gemeinde pflanzen. Und daneben das doch eine touristische Attraktion, die perfekt an den Park vom Minzbach Schloss passt. Die hat dann verstanden, dass ich von der Extension von der Roserie, also vom Rosegärten, schwätzen. Wir haben 100.000 € vorgesehen, das ist ein Artikel für über 430 Tourisme. Und die Arbeiten sollen am Frühjahr umgehen, für das am Hirsch kann gepflanzt gehen. Es kann ihn, wenn ihr den Plan guckt, eigentlich von 3 neue Beete schwätzen, wovon nur Aufspruch mit der Lützeburger Rosefreund, also der Verein, der sich mit viel läuft und mit viel Kompetenz um die Rosegärten kümmert. An der ersten Phase lassen wir 2 Beete realisiert gehen. Dafür sieht ihr hier auf der Foto auch mit 2 Beete. Das ermöglicht, dass progressiv kann gepflanzt gehen an der Gärte dann noch eine Chance kriegt umzukommen und dass nicht alles über die paar Jahre eine Chance ist. Leider ist der Klimawandel ein Thema,
wo auch ganz viel beschäftigt. So haben wir ein stärkeres Konzept für Minsk abgestaltet. Und das Konzept soll dann 2026 auch für die anderen Ortschaften erstellt gehen. Das ist ein Artikel 4 über 520, Gestion des OIC mit 100.000 €. Bei der Umsetzung wird auch den Challenge sein, Proprietäre davon zu überzeugen, Matt zu schaffen. Ziel soll ja sein, Zonen zu schaffen, wo das Wasser sich bei einem starken Vielfalt kann ausbreiten. Ohne dass die Flächen für die Landwirtschaft oder wie sie so immer gebraucht gehen, wegfallen. Ein Starkregen ist eben ein punktuelles Phänomen, aber wenn das Wasser dann ungebrannt an den urbanen Raum gelegt wird, dann ist das natürlich enorm problematisch. Eng von unseren ganz wichtigen Aufgaben und sogar eine Obligation ist den Trinkwasserreso von der Gemeinde. Unter demselben Artikel fand er noch die enorme Depense für den Südest op, wo wir als Codepart für den Ausbau von der Kläranlage leisten müssen. Dieser Betrag beträgt wie am Budget vom Südest gesehen 3 Millionen € für 2026. Das Chantier geht 4 Runden. Ich meine, sie sind ein bisschen an ihrem Zeitplan dran, mit den größten Bassin, also Reservoir, wo dann der Glykol abgefangen wird vom Findel, den ist eigentlich so gut wie fertig. Wir sind dann noch mal der Installation von PV-Anlagen ganz gut vorgekommen, wenn dann auch an der Praxis immer feststellen muss, dass all Chantier sein Tücken hat und nicht oft viel Energie für dich mal kostet. An diesem Fall daneben muss Energie investiert gehen, ihr Energie kann produziert gehen. Das ist für all Corps de Métier zu koordinieren, bis dann endlich kann und Reso gehen. Was dann mir groß ist, und das leitet dann eben der Natur von der Sache, was ein technischen Stoff mehr komplex ist und es dann mehr lang dauert, bis alle gute Konditionen erfüllt sind. Aber am Ende gut, alles gut. Und wir praktisch auf all Gebäude so eine Anlage, und wir werden dann noch in Zukunft den positiven Impact am Budget können bei den Depensen feststellen. Wir haben ja als Gemeinde, und das ist schon drauf abgegangen, eben so eng Energiekommunität abgestellt. An all den Strom, der produziert wird dafür mal selber verbraucht. Und nehmen den Überschuss dann eventuell an den Reso angespeist. Ein grosses Merci auch hier als Leute vom Service Technik, die das Projekt regieren, aber wie gesagt, es läuft leider meistens nicht vom selben. Dann Artikel 4 über 532, Mesure d'Ökonomie d'Energie. Bevor noch weitere Belichtungen durch modernen Éclairage zu ersetzen, den man Strom verbraucht, und noch oft mehr flexibel kann gesteuert gehen. Gerade für den Éclairage Public, also den EP, wird auch immer geguckt, einer umweltfreundliche Aspekte zu respektieren, wie die Wellenlänge von der Luft, für insektenfreundliche Luft und natürlich auch die Lichtverschmutzung auf ein Maximum zu begrenzen oder auf ein Minimum zu reduzieren. Auf der anderen Seite stehen dann Sicherheit und noch Normen, die müssen angehalten gehen. Wir haben also weit meistens ein neues Konzept, was wir uns gegeben hatten. Und hier sind 80.000 € viel gesehen von einem Kredit, der schon lange lebt. Und danach ein neuer Kredit von 250.000 € für auch Luchten an der Schule zu ersetzen, an den Éclairage von unseren Straßen erwehren. Und da lobe ich speziell auch an der Sonderaktivität. Das war bislang technisch nicht möglich. Mit Kreos hat im Reso Anpassungen gemacht und funktioniert auch das. Wir passen natürlich auf, für die Subsidien zu kriegen, die hier möglich sind. Dann stehen in demselben Artikel aber auch Suche für den Klimapakt. Das sind 150.000 € für die ganze Reihe von Mesuren und von Notieren, die wir als Kind haben oder wollen gehen für als Projekte und aber auch zum Teil die Leute draußen zugutekommen, für mehr Energie zu verbrauchen oder alternativ Energien anzusetzen. Aber auch die Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschulen sind als Ziele. Auch stehen an diesem Artikel die 250.000 €, die Gemeng für Subsidien für die nachhaltige Entwicklung und Anpassungen und den Klimawandel für die Bürger vorgesehen wird. Für die Arbeiten am Kader vom Naturpark sind unter dem Artikel 4 über 542 Protektion der Natur 50.000 € vorgesehen. Hier fallen allerhand Mesuren wie Insektenhotel, nachhaltige Gestion von öffentlichen Anlagen und so weiter drin. Hier muss man aber wissen, dass aber einen großen Teil von den Arbeiten, die vom Naturparkbüro enkadriert gehen, der da beim SIAS angesiedelt ist, auch über das Budget von den Fondsprojekten, also dem Fonds pour la Protection de l'Environnement, finanziert gehen. Da bezahlen dann Gemengen entweder nicht oder 25% bei diesen Projekten. Wir sind ja selber zertifiziert, was der Naturpark geht, und streben für 2027 Goldzertifizierung an. Auch das zu Lützeburg eng Gemenge Goldzertifiziert an 9 Gemenge selber, davon 2 am SIAS-Gebiet. Ich meine, das ist schon ein Flotresultat, was wir hier abzuweisen haben. Außerdem kriegen wir über den Naturpark durch als Silver-Zertifikation dann noch mehr Subsidien
Und da stehen an Resetten 120.000 Euro, im Artikel 2 über 542 an Reset ordinär. Dann den Artikel 4 über 426 war visional, das ist ein Artikel, den als Deier kascht mit 4 Millionen auf 25.000 Euro für 26. Und was sind so die Projekte, die da stehen? Das ist dann mal als Fußgänger auf Velosweg von der Minzpap Gär bis an den Park d'Aktivité Sierdal, dem wir dann aber immer mehr kommen. Wir haben ja eine Umweltgenehmigung kriegt, die als zwar verpflichtet, ein habitatbezogenes Monitoring zu machen, aber kein artenbezogenes Monitoring. Was heißt das? Wir müssen also nur weisen, dass die Heckenstrukturen, die wir als Kompensation um diese Pflanzen auch ankommen sind, an Dose. Wir brauchen aber nicht nur zu weisen, dass Tierselmaus auch geplündert ist. Das möchte auch Sinn, weil Tierselmaus auch so auch nicht mehr nur gewesen gehen, über Kotspuren, da konnte nicht selber Gesicht gehen. Das also davon auszugehen, dass Tierselmaus sich aus der Face möchte, wenn du Hecken wäsch gemerkt gehen, weil ja noch immer viel bestehende Heckenstrukturen da sind, dann noch garantiert, dass sie an die Hecken den Übergang fanden. Es sollen aber nach Holzcape an nach Nisthilfen aménagiert gehen. Also für 2026 150.000 Euro für die Realisation von diesem W4 gesehen. Also nicht für Nisthilfen an Holzcape, mehr für den Weg. Da müssen wir eine Straße um Landrausch bauen, wo wir die Käste mit Niederrhein delen, weil die Grenze genau damit von dieser Straße leidet. Die Straße muss so gebaut gehen für das neue Gebäude für als neue CIS, als neuen Interventions an Centre d'Intervention et Secours vom CGDIS zu bauen, für den CIS Niederrhein Schütter. An Hai steht auch nach komplex multifunktionell am Budget. Wir schwätzen heute aber nicht mehr von einem Komplex multifunktionell, mehr von einem CIS auf einem Redcenter, also alles, was Materials, Repair, Recycle zu tun hat. Oder den neuen Ressourcencenter von der Gemeinde Konten in der Rande Sandfall Aschütter. Durch entsteht aber auch das neue Bürosgebäude für die SIAS, was ja dann heute 21 Gemeinden sind. Wir fanden im Artikel 4/630 Alimentation und noch verschiedene Summen für die Modernisation und Sicherheit von unserem Wasserreso, was ja auch schon an der Last am Gemeinderat öfters zur Diskussion kommen ist. Aber wenn dann auch im Budget gesagt, dass die Gemeinde auch an diesem Bereich ihre Aufgabe mehr erfüllt. So sind wir 450.000 Euro für die Wasserbasing Neueisen dann endlich zu ersetzen. Wir können auf der Parzell 1513 über 90 eine neue Basing abrichten. Und solange den alle Basing, den ja nicht mehr zeitgemäß ist, auf jeden Fall auch undicht, a Betrieb lassen. Wenn die Installationen da fertig sind, kann von dem alle Basing auf den neue Basing umgeswitcht gehen. Für den Achse, auf die Chantier können sie bauen, also auch schon mal proprietär geschwert gehen, an den nur der Prinzip, also proprietär, wer das steckt, wo man muss vorher wieder hinzukommen, an der prinzipiellen Akkord hast du, der Büro d'études, den Oslo chargiert, einen Kontrakt abzusetzen. Daneben sind aber auch 275.000 Euro vorgesehen für das Reservoir auf der Baumühlen zu erneuern. Da haben wir beim letzten Weichwasser dann noch feststellen, dass das Trinkwasserreso auf dieser Platz vulnerabel ist. Wir mussten als leider auf diese Situation erstellen, auch das als Klimawandel und als gegen Teichwasser schützen. Auch muss die Breckelchen gefleckt gehen, wo wir rüberfahren für bei der Basing, und die Birge von der Birler Berg muss stabilisiert gehen. Hier sind 100.000 Euro vorgesehen. Verschiedene Kleinmesuren für die permanente Verbesserung am Kader vom Water Safety Plan sind dann auch für 2026 mal 20.000 Euro vorgesehen. Der neue innovative SIAS Ressourcencenter, gerade darüber geschwärzt, an das neuartige Gebäude für die SIAS soll ja dann noch auf den Terrado um Landrausch gebaut gehen. Ein Gebäude mit Vorbildcharakter für 25 bis 30 Leute Personal. Daneben könnt dann die neue Kasse für den Rettungsdienst vom CGDIS. Da besteht ein Budget für, das war noch von der letzten Kehr was ich aber so, dass den APD als inoffiziell vom CGDIS validiert, und wir warten auf ihren Avis. Der letzte Detail gibt mit dem CGDIS-Exploitant, wie ich sie nennen, also Eispumpchen von Schütter an Niederrhein, aufgeklärt und festgehalten. Die nächste Etappe wird das Wort bei uns am Gemeinderat. Wenn die Pläne bis Ende von dieser Woche kohärent sind, dass die Statik und die Haustechnik auf die Pläne vom Architekt angepasst sind, dann könnte mir das Projekt nach eventuell den 10. Dezember stimmen. Wir haben aber im Moment mit Niederrhein sind wir noch nicht eins, über Modalitäten, Weitkästen vom Gebäude auf dem Terra können abgedeelt gehen. Vielleicht kann sich das Projekt dadurch danach verzögern.
Ha gower probéiert Kächte mat der folleg ze drecken, war doch natilech dodro leit, dat Loden am APD méi detailiert Informationoune sinn an die netg Deciioune konnten getraff ginn. Wir werden dann lo bei en Kächtepunkt ungefähr vun 7,6 Millionen Euro leiien. Da gëtt dann laut zirkulär vum Minister fir en Kategorie B bis an der mir ha sinn e Plafond vun 2500 Euro pro Habitant a 650.000 Euro Quadratwurzel Kilometer Carré mat engem To vu 45% fix. Dono lohnt den sech dis an de Bau op 25 Joer fir net grad enger 50.000 Euro Joer a bezielt och nach fir den Nordretier 16.500 Euro schon de Tablerei mat an den Slide gepast. Voilà, dann nur der Eurobildschirm vun der Service also ausgesinn. An dem selben Artikel findet dann aber auch den alle Bau an der Rue du Château, den ein Stunde op der richtiger Platz mit der gehörte Amikal von den Pumpchen. An Haiier die Idee für Versammlungsraum zu bauen an der Projekt kann noch wat ländliche Entwicklung mat finanziert gehen. Dafür machen wir dann den 12. Januar eng Versammlung mit als Vereiner. Das safety Date müssen sie schon krit tun an eng der und könnt nach no. Iwer diese Weg kann dann de Projekt auch subventioniert gehen. De Projekt vom SIAS an ich hat schon gesot de Vermeise Rezenter fan mir bei unserem extraordinär an dem Artikel feier 510 mat 660.000 Euro. Du hast richtige Schiffer an das auch so, dat Gemeng Schëtter zwar de Projekt nach mat eise Kompetenzen am Servicetechnike unterstütze werd, méi dat de Metro d'ouvrage avalodisiert ass. Wie dats méi jo do mat dem Atelier net mit dra sinn an einer Argumenter gouf pack man dat lo ernstnecht tun. Den APD gëtt om heitje Plan den 12. Februar 2026 am SIAS-Komitee gestimmt. Ziel ass et jo fir 20 gebaut zu hunn. De SIAS hat am Summer jo seg Membersgemengen breet iwwer de Projekt informéiert. Wat d'Extension vun der Gemengo geht, hun mir jo den 9. Juli 2025 als am Summer den APD gestimmt. Wir kräen do mat moderner funktionell Räumlichkeiten, fir dat Gemeng optimal kann funktionieren. Natürlich gëtt beim Bauen no der Nohaltegkeet geguckt an Energieverbrauch minimiséiert. Déi Energie, déi fir ze Hitze gebraucht gëtt, gëtt iwwer Geothermie gewonnen. Wir behalen an diesem Gebäi auch Potenzial, wann de Staff nach géif wussen. Wir hu Versammlungsreim an alles, war der fir een moderne Funktionament nedig ass, an engem an demselchte Gebäi. Wir kreen auch eng alludend a Bierger orientéiert Rezeption. E Läng fir dëssen Deel am Kader vum neuen Dëfker sinnet dem Artikel 4,690 2.075.000 Euro firgesinn fir 26. De Gesamtbudget fir d Gemeng werd sech bei ungefähr 16,5 Millionen belaffen. Da will ich noch kurz op d'Akquisitionen ago vun Terren, de mir lächer Zeit gemach hun an nach Mäche werden. Dat ze noch effektiv viel suen, die d Gemeng ha an Hand hält, mit dummer der Gina wocht weichen fir Zukunft stalt. Wir wissen alle goer, dat mir mat Projekt blockiert waren oder vielleicht kein Lesungen hatten. Wir hunn awer konnten lo zu übersieren de Rotat kafen, do mat Kant Gemeng, lo ihren Atelier do hinbauen, well a mir sinn schon oft drübergangen Landrauschte Projekt extrem komplex gewir. Sowohl die Bauphase wie die Exploitation an noch Pont de Chaussee, war eine gute initiale Idee war, für sie mal anzubauen, die aber nicht am selben Rhythmus kommen wollen wie mir. Aber für allem wollte Pont de Chaussee zum Schluss dann auch keinen Impact auf ihren Betrieb. Das heißt, so wie sie heute schaffen, und das ist schlussendlich nicht möglich gewesen. Für allem haben wir aber die Möglichkeit, auch hier eine komplett neue Tennisinfrastruktur zu bauen mit einer Halle. Wir wissen, dass der Ballon enners an auch energietechnisch eine Katastrophe. Darüber muss man aber nach das Projekt nach mehr am Detail ausschaffen und dann darüber eine Decision holen. Mehr eine Option haben wir auf jeden Fall. Dann haben wir den Hafen Altmaischkauf und damit können wir konkret an immer an der Zusammenarbeit mit der Familie Molitor und ein Projekt SHPA, also eine Struktur d'hébergement pour personnes âgées, schaffen. Auch an diesem Dossier mengen wir mir geschwind die neue Informationen, wir können darüber mit dem Gemeinderat zu schwätzen. Und wir schwätzen heute nicht von einem fertigen Projekt, sondern von Ideen, von Sachen, die machbar wären, und vielleicht von welchen Pisten und Optionen. An eurem Langefeld, also bei der Schule, sind wir zusammen mit dem Staat am Gangen, Akkorden zu finden, eine Kaufproposition zu machen. Der Hintergrund ist also Schulausbau, auf jeden Fall auch Chantiers Installation.
Und dann, last but not least, haben wir auch mit der Familie Schmidt in Akkord, der nur noch formalisiert muss gehen, für das Gebäude vom Kaffeeschütter Stuf zu kaufen. Und etwas mich später noch, das Familienhaus innen drinnen. Damit wird dann definitiv die Situation von der Platz geklärt, wo ihr nach 2 Jahren auch der Familie Schmidt gehören. Das ist auch 20 Jahrzehnten, wo wir darüber schwätzen, dass in den Kaffee misst kaufen. Und ich bin überzeugt, dass das richtig ist, weil damit haben wir enorm Potenzial an unserem neuen Dorfkern, an eurem Kaffee, wo die Gemeinde an der Hand hat, und das hat viel Vorteile, weil wir wissen, dass so Kaffee aber auch dazu beiträgt, einen Platz zu beleben. Wenn die Leute und die Gemeinde verkaufen, haben sie eine ganz Reihe Vorteile. Und trotzdem muss der Preis fair sein. Wir wissen, und die hat das Budget für uns schleien, dass auch die Gemeinde nicht finanziell unbegrenzte Mittel hat. Aber wir müssen uns so mit Verstand responsabel ausgehen. Trotzdem sind die Akquisitionen, die ich abgezählt habe, strategisch immens wichtig und die Werte sich an der Zukunft bewähren. Ich will aber klarstellen, dass das große Projekt am Kaffee nicht prioritär ist und dass da auch nach so über die Loyer rankommen. Wir können nicht alles zusammen stemmen, weder finanziell noch mit den Ressourcen. Und den neuen Dorfkern hat Lommel Priorität. Wir können loberuhig Führer schaffen, weil die Situation geklärt ist, weil die lauert schon Mengen Informationen noch 1974, wenn ich mich nicht irre. Wir haben die weiche Gestalt für als Gemeinde so aufzustellen, wie wir das alle wollen, weil die Projekte, denen sie zu gut kommen, haben wir alle gut, auch schon die Gemeinderäte für drun als wichtig erklärt und auch darunter geglebt und darunter geschafft. Die Schuhe sind also gut investiert, auch was sie nicht mehr am Portemonnaie sind. Ich meine, wir sind dafür gefordert, in Zukunft gut und besser zu investieren, mit Infrastrukturen, die über ihren Lebenszyklus sich rentabilisieren, am Gegensatz zu punktuellen Übergangslösungen, die am Endeffekt auch vielleicht mit kosten. Auch passen wir darauf auf, möglichst so zu bauen, dass dort Funktionen mal angepasst und mit wenig Mitteln geändert können gehen. Es wissen haut nicht, was nur ist, aber es kann ihn aber viel bereit sein. Das kann ich führen. Ich fange dann nur mit den Infrastrukturen für den dritten Alter. Wir wollen noch weiterhin de Besoin von unserem älteren Matbürger gerecht gehen, und stehen am aktive Gespräch mit Proprietären über die potenzielle Site für die Infrastrukturen am Seniorenbereich. Am März 2025 hatten wir schon ein erstes Rendezvous am Innenministerium für eine potenzielle PAG-Erweiterung an diesem Kontext zu diskutieren. Zusätzlich stehen wir in Kontakt mit Denkschlechter an diesem Bereich, für uns professionell beraten zu lassen. Für die nötigen Analysen und Etüden weiter zu avancieren, haben wir für 2025 ein Budget von 10.000 Euro und für 2026 ein Budget von 30.000 Euro vorgesehen. Am Kader vom Ausbau vom CEPA Niederanwen, wo wir ja ein zusätzliches Zimmer am Demenzbereich kruten, haben wir 2025 eine erste Tranche von 150.000 Euro überwiesen. Für das Jahr 2026 ist noch einmal eine Tranche von 170.000 Euro vorgesehen, und der Rest sollte dann 2027 zum definitiven Dekont überwiesen. Stand September 2025 belegen 20 Leute von Schütter Zimmern am CEPA. Am Kader vom Ausbau von der Seniorie Saint-Cit zu Kontern sollen 54 Zimmer beikommen. Der Bau ist für 2027-28 geplant. Hier haben wir als Gemeinde Schütter ein Interesse für ein Droit prioritär auf Zimmern offiziell mitgedeelt. Für dieses Projekt ist 2026 eine Partizipation von 50.000 Euro am Budget vorgesehen. Da kommen wir auf den Ausbau vom Schulcampus. Der erste Ausbauphase vom Schulcampus geht am Frühjahr 2026 an. Als erste Mesure wird ein provisorisches Restaurant für der Maison Relais installiert. Die wird in Form von Containerelementen und die aktuelle Maison Relais angeschlossen. Für das zu realisieren, wird ein Teil vom Parking für der Maison Relais wegfallen. Kosten für diesen Modulbau sind am APD, den wir den 9. Juli 2025 gestimmt haben, mit vorgesehen. Der Modulbau von der aktuellen Mensa wird auf der Site vis-à-vis von der Kirche Hannah Thomas verlöscht. Für diesen Deplacement inklusive der nötigen Terrassementsarbeiten haben wir ein Budget von 600.000 Euro vorgesehen. An diesem Budget ist auch der provisorische Parking
den op diesem Site geplant kagin mat abbegraf. Mensa, die han Thomas verlöscht gött, soll als provisorische Übergangslesung vun de Scouten dem Schëtter treff an eventuell auch vom Club de Jeunes genutzt gin. Für dat Neidgebäi vom Cycle 1, bestehend aus Prekos, Spielschule an der Maison Relais, haben wir am Gemengerot vom 9. Juli 2025 ein Gesamtmontant von 27,4 Millionen Euro gestimmt. Am Budget 2026 ist für dieses Projekt ein Montant von 5,5 Millionen Euro vorgesehen. Dafür sind 2,2 Millionen Euro für die Maison Relais und 3,3 Millionen Euro für die Schulinfrastruktur budgetisiert. An diesem Gebäude sind um Rez-de-Chaussee ein Saal de Repos, ein Psychomotoriksaal, ein Saal Rhythmik, ein 4 Klassensaal für die Brekos, ein Saal für die Edukateuren und ein Saal für die Jeux de Rôle vorgesehen. Um ersten Stock entstehen ein Klassensaal für die Cycle 1, ein Saal für die Enseignants sowie 2 Appuisäle. Für die Volley-Schule, also die Cycle 1, haben wir den 16. Juli dieses Jahr eine Demande de Subside beim Innenminister gestaltet. Laut seinem Zirkulär vom 21. Juli also Plafond von 8.000 Euro pro Meter Carré als Subsid für Klassensaal 4 gesehen. Hier haben wir für 2026 ein Erstavance von 1.875.000 Euro 4 gesehen. Für den Teil von der Maison Relais haben wir den 16. Oktober 2025 ein Subsid von 1.750.000 Euro akkordiert gekriegt. Die erste Tranche von 50%, also 875.000 Euro, wird als 2026 ausbezahlt. Für die Planifikation vom Umbau von den aktuellen Gebäuden 6 und 7, wo momentan die Bibliothek an der Cycle 1 dran sind, haben wir für 2026 ein Budget von 50.000 Euro vorgesehen. Für die Planung von der Transformation von den Gebäuden 1 und 3 also ein Budget von 30.000 Euro vorgesehen. Neben dem Projekt vom Ausbau von unserer Schule leidet das natürlich auch das Wohlbefinden von unseren Schülern, unseren Enseignants und unseren Eltern um Herz. Dafür planen wir für 2026 eine Schulumfrage, die es ermöglicht, noch besser auf die Besuche von allen Beteiligten anzugehen. Für dieses Projekt sehen wir ein Budget von 40.000 Euro für. Da kommen wir bei dem Jugendhaus. Die Sanierung vom Jugendhaus startet am Jahr 2026 und wir planen den APD am ersten Semester 2026 am Gemengerot vorzustellen. Für 2026 haben wir ein Budget von 700.000 Euro vorgesehen. Wir haben uns mit den Verantwortlichen vom Jugendhaus zusammengesetzt und haben die Möglichkeit gegeben, aktiv unter Planungsphase mitzuwirken. Aktuell sind wir am Gang, nur einer Übergangslösung zu sichern, sodass das Jugendhaus für Gewinn kann funktionieren oder für das Projekt an Etappen zu realisieren. Der Club des Jeunes am April 2026 wird mit dem Aufrappen von der Boot angefangen. Für das Aufrapparbeiten an den Anfang vom Bau also am Budget im Monat von 175.000 Euro vorgesehen. Für dieses Projekt machen wir eine Demande Subside beim Manager und beim Service de Développement Rural. Da kommen wir bei Ziel wie Kultur. Die extraordinären Investissementen die für je 50% von der Gemeinde dran sind und zu je 50% von der Gemeinde Schötter gedrohen. Am Jahr 2025 sind verschiedene mehr große Ausschaffungen durchgeführt gehen, unter anderem ein Mobilsee, ein Traktor und ein Holzspalzer, sodass sich der Gesamtmontant auf 305.000 auf 500 Euro belief. Das sind 21.500 Euro mehr wie geplant waren. Für 2026 sind weiter Investissementen dafür gesehen, ein Drohnen mit Wärmebildkamera, ein Elektroauto, ein Balkenmeer und auch ein paar mehr kleine Ausschaffungen. Insgesamt haben wir für 2026 ein Budget von 94.500 Euro vorgesehen. Da komme ich zum Aufschluss, fangen wir an mit dem abordable Wohnraum. Da sind wir am Gang mit verschiedenen Projekten, die schon aufgeschlossen sind, für das Ministerium des Logements zu gucken, für noch zusätzliche Subsidien zu kriegen. Das ist einmal am Kader vom Projekt für Jugendwohnen um Schönbirch. Da haben wir eine Demande beim Ministerium des Logements gestaltet, für eine Aufnahme von der Konvention vom November 2021 zu kriegen. An dieser Konvention war ein Subsid an Höhe von 1,4 Millionen Euro vorgesehen. 2025 schon mal eine erste Tranche von dem Subsid an Höhe von 1,1
Millionen ausbezahlt kriegt, aber der Demand für die Liquidation final haben wir dann eben eine neue Demand gestaltet, für einen Abend von der Konvention zu kriegen, für die zusätzlichen Kosten par rapport zum DV initial auch erkannt geholt zu kriegen und das Subsid dann gäbe mir hoch ausfallen. Nämlich am Kader von der dritten Wohnunität letzte Tag vom Haus auf 107 Rue Principal zu Schëtter haben wir auch eine Demand angeregt für Subsid für das zusätzliche Funding beim Ministerium gestaltet zu kriegen. Hier hoffen wir auf ein Subsid von 400.000 €. Da war ein Kostenpunkt von 510.000 € ungefähr für das Projekt zu realisieren. Dann haben wir das Projekt von den 4 Familienhäusern an der Rue des Jardins. Die sind aktuell am Bau und das ist ein Bau, der von Peter Smart Group als Entrepreneur realisiert wird und von MC Lützeburg begleitet wird. Im Niveau von diesem Chantier geht der Bau ganz gut vor und die Häuser werden am Frühjahr 2026 fertiggestellt gehen. 2024 waren an diesem Kader schon 833.000 € bezahlt gehen. Für 25 sind etwa 1,5 Millionen € vorgesehen und für 26 dann noch etwa 1 Million €. Für 2026 ist aber auch vorgesehen für das Subsid vom Logementsministerium an Höchst von 360.000 € ausbezahlt zu kriegen. Beim Verkauf von den Häusern ist es so, dass aktuell 2 Häuser verkauft sind und noch schon der Bayern für TIC unterschrieben ist. Die Redevance annuell beläuft sich auf einen indexierten Preis von 497 € pro Parzelle. Und aktuell haben die 2 Acquéreurs auch schon Avancen oder Remboursementer von den Konstruktionskosten von 395.000 € für den Bau überwiesen. Und da sind für 2025 noch einmal 1 Million vorgesehen und für 2026 1,6 Millionen €. Und das Sold geht dann 2027 bezahlt gehen. Wir hatten einen neuen Abruf gemacht, für neue Kandidaturen ranzukriegen für die anderen 2 Häuser, die noch nicht verkauft sind. Du hast den Delay am 31. Oktober aufgelaufen, es sind 6 Kandidaturen rangekommen an MC Lützeburg also am Gang, die auszuwerten und Leute zu kontaktieren, für zu gucken, ob die das nötige Finanzament bei einer Bank kriegen. Dann sind wir auch vorgekommen beim Logement abordable, den wir wollen realisieren auf 162 Rue Principal zu Münzbusch, neben dem Restaurant. An diesem Kader, das die Gemeinde Schëtter 2021 für einen Monat von 870.000 € gekauft wird, an aktuell von Schëtter Hälfte genutzt wird, wo wir einen Akkord de Prinzip am Fonds de Logement, den Terrainwert über den Bayer für TIC zur Verfügung gestellt kriegen, für das Logement abordable zu realisieren. Da sind wir am Gang den Akt zu machen für den Amphithétik und dafür drin haben wir aber noch eine 2 Servitude angedroht, gelost, die sieht hier auf dem rot gepunktelten, das am Anfang der Fußgängerweg getrennt wird vom Autosverkehr auf den Parking, dass du eine separate Achse gibt für die Fußgänger, die da links vom Haus gehen, raufgehen. Und in dem nämlichen Kontext haben wir auch die Servitude, die besteht auf dem letzten Teil auch angepasst, weil die nämlich ganz aktuell war par rapport zu den aktuellen Begebenheiten. Von das Punkt bis geklärt gehen, wird dann noch der Bayer für TIC man von dem Logement unterschrieben, die dann noch im Gemeinderat wird gestimmt gehen. Und dann muss man nach dem Ministerium Logement klären, wie man das Subsid für den Kauf von dem Haus oder von dem Terrain können an dem Kader von dem Projekt subventioniert kriegen. Dann hast du Logement abordable vom PHP Schönbirch. Da sind die Infrastrukturarbeiten alle gut aufgeschlossen und die ersten Familienhäuser sind noch schon am Bau. Es sind schon 5 Baugenehmigungen akkordiert und 3 weitere sind an der Prozedur. Wie an die Konventionen, die am Kader von diesem PHP vom Gemeinderat am Januar 2023 validiert wurden, hat die Gemeinde am Jahr 2024 einen Monat von 705.000 € bezahlt für die 2 Lohen, wo die Residenzen am Kader vom Logement abordable sollen realisiert gehen. Den Dekont von den Infrastrukturarbeiten müsste Orlo demnächst können aufgeschlossen gehen. Da hat die Gemeinde sich verpflichtet, für 9,74% von diesen Kosten zu überholen, was initial auf 249.000 oder 250.000 € geschätzt war. Dafür sind aktuell 300.000 € am Budget rektiv 425 vorgesehen. Was den Bau von den 2 Residenzen für das Logement abordable betrifft, haben wir einen mündlichen Akkord für die Summe mit dem Promoteur Sozial Simpakt, das Wohnunitäten zu realisieren. Wir bereden in Bayer für TIC vor, bei Amphithétik für Martinen, wo sie den Terrain von uns zur Verfügung gestellt kriegen, für die Projekte zu realisieren. Dann das Projekt an der Rue du Village zu Schëtter an den Kader vom PHP Kolleg. Demolition vom Haus an der Rue du Village ist aktuell am Gangen, aber die Resultate von den Bodenproben, wenn es dem kontaminierten Boden aufgeschlossen sind, kann das Darbestand dann ganz aufgeschlossen gehen. Dafür ist für 2025 noch ein Monat von 100.000 € vorgesehen, und für 2026 noch eine Reserve von 75.000 €.
Aufgrund vom Keile Charge vom Logementsminister für das Logement abordable an erwort durch die applikable urbanistische Regeln gëtt diesen Terra eventuell auch ganz oder zum Deel mat an der PHP Kalleg integriert. Bei diesem PHP krut man am Oktober endlich die Retour vom INRA, dass die zusätzlich archäologisch Fuien, die auf diesem Terra nedig sind, lo gemerkt gehen an derbechten hun noch lo am November ugefangen. Das erbechte gen integral wird den INRA finanziert. Wann Fuien da bis aufgeschloss gin an et keng Objektionen hoffentlich mi gëtt fir de PHP zu realisieren, as fir gesinn fir aller Echtmol den Akkor de Prinzip mat all de Proprietären zu erschreiben, fir d Modalitéite vun der Umsetzung von diesem PHP festzulehen, an dann auch gegebenenfalls de PHP auszuschaffen an an Prozedur zu gehen. Für das die Marschen an Begleitung durch ein externe Büro sie für 2025 25.000 Euro auf für 2026 nochmal 100.000 Euro für gesehen. Beim PHP Bremen, wo an den nächsten Jahren sollen danach Geschwindigkeiten entstehen, sind auch die ersten Gespräche am Gange mit den Promoteuren für die Konvention d'Exekution. Parallel laufen aber auch noch immer Autorisationsprozeduren bei den nötigen Ministerien, hauptsächlich beim Umweltministerium sind sie noch einmal in Diskussionen, wie dieses Projekt kann realisiert gehen. Hier sind für 2026 50.000 Euro für eventuelle Etüden und Analysen vorgesehen. Der PHP an der Rüde Sendingen hat man ja am Gemeinderat vom 25. Juni das Jahr gestimmt. Und du hast auch vorgesehen, dass die Gemeinde 2 Lohe kriegt für E-Familienhäuser am Logement abordable. Hier werden wir auch noch aktuell auf der Retour von den Proprietären für die Exekutionspläne auszuschaffen. Ja, an dem Dossier wird weitergehen. Dann kommen wir bei der Unterstützung für als Vereine. Am Gemeinderat vom 9. Juli hat man den Devis für die erste Phase von der Umsetzung vom neuen Dörfkehr gestimmt. Hier gibt die Extension von der Gemeinde, die neue Räumlichkeit für den Club de Jeunes, und aber eben noch der neue Chalet für die Scouten zusammen in einer Entreprise general exekutiert. Hierfür war am Gemeinderat ein Devis gestimmt, ging an Höchst von 26,9 Millionen Euro. Und hierfür wird geschätzt, dass ungefähr 9,1 Millionen für den Bau vom Scout-Chalet gerechnet muss gehen. Beim Planning sieht es so aus, dass aktuell die Ausschreibung für die Infrastrukturarbeiten im Marché Public publiziert gesehen und dass das Arbeiten dann am Frühjahr 2026 Schluss gehen. Am April muss dann noch der neue Scout-Chalet an Boot vom Club de Jeunes aufgeräumt gehen und ab dem Sommer sollen dann die ersten richtigen Bauarbeiten in den neuen Gebäude angehen. Dafür sind am Budget rektifié schon Depensen an Höchst für 600.000 Euro vorgesehen für das Scout-Chalet und für die 2026 sind dann 1,16 Millionen Euro vorgesehen. Der 27. Februar hatte mir auch schon ein Vertreter von der Gemeinde auf Metaform auch eine erste Entrevue mit der Direction Générale de la Jeunesse vom Ministère de l'Éducation, wo mir das Projekt vom Scout-Chalet vorgestellt haben. Und mit Courrier vom 20. März kriegten wir auch von ihnen den schriftlichen Akkord de Prinzip für eine Partizipation financière vom Ministère in diesem Projekt. Aktuell wird die formelle Demande de Subside auf der Basis vom APD präpariert, und wir rechnen aber damit, dass wir 2026 schon eine erste Avance vom Subside können kriegen und haben dafür mal 200.000 Euro vorgesehen. Kommen wir bei der Infrastruktur auf Biesend. Da bestehen sind aktuell voll am Gangen, und es kann nicht gesehen, wie das neue Gebäude sich um Site integriert. Aktuell feiert den Installateur seine Arbeiten aus, während Bausen weiter in der Fassade geschafft wird. Der Planning sieht vor, dass der bis Juni 2026 aufgeschlossen soll sein, für die Abweichung dann am Kader von der Feierlichkeiten von 8 Jahren FC Münzburg zu machen. Dieses Projekt ist ein ganz schwieriges Dossier, das schon ein ganz lange Nuss wird, weil es doch nicht mehr einfach möchte für die Gestion. Weil den initialen Devis an Höchst von 3,5 Millionen Euro, die schon 2022 gestimmt ging, leider bei weitem nicht durchgeht, für das Projekt zu realisieren, hat müssen heute am Gemeinderat den zusätzlichen Devis an Höchst von 1,75 Millionen Euro gestimmt gehen. Für 2025 haben wir 2,6 Millionen Euro gesehen, und für 2026 nochmal 2,2 Millionen für diesen Projekt zu finalisieren. Am Kader von den Arbeiten von der Drescherzone zu Minzburg gibt aber auch die Infrastrukturarbeiten von der Straße auf Biesend mitgemacht, hier ist ein Budget von 150.000 Euro für 2026 vorgesehen. Dann kommen wir auch mit den Etüden für den zweiten Trainingsterrain am Site auf Biesend. Wir haben das nächste Projekt präsentiert, den aktuell zusammen mit der WLF analysiert wird, für zu gucken, bis wir in Kategorien für Jugendequipen offizielle Matcher hier können gespielt gehen. Da spielen wir auf paar Meter oder Zentimeter für die richtig Größe von Terra hinzukriegen, für die jeweiligen Kategorien können zu assurieren.
Für 2025 sind 50.000 Euro für die Honoräre vom Büro d'études vorgesehen, für 2026 also Monat von 500.000 Euro vorgesehen, wenn wir mit den Arbeitsstunden am zweiten Semester 26 aufhängen. Das Gesamtbudget für so ein Projekt wird zwischen 1,25 und 1,5 Millionen Euro leihen. Für den aktuellen Terrain werden halt an einer ersten Phase punktuell Verbesserungsarbeiten gemacht gehen, aber bei den aktuellen Westjahren also weitere Budget, aus noch immer das Budget von 100.000 Euro vorgesehen für energetische Verbesserungsmaßnahmen. Für den Tennisclub Schütter also als langfristiges Ziel für eine neue Infrastruktur mit 4 Baustenterrain an einer modernen Tennishall mit 3 Bannenterrain am Kader von PHP Router zu realisieren. Hier muss auch mit PHP fertig ausgeschafft und autorisiert gehen. Soviel werden wir kurzfristig die aktuelle Terrain im Campus Calais nach einem neuen Belag kriegen, bis die neue Infrastruktur auf Router realisiert kann gehen. Für das Reaménagement von den Terrain sind 400.000 Euro für 2026 vorgesehen. Sie sieht also, dass viele von den Projekten und denen die letzten Jahre viel geplant gehen, als lo an Baufest kommen und damit natürlich auch hohe Investitionskosten und Gemeinden durchkommen. Der Budget extraordinär rektifié von 2025 schlägt mit Resetten an Hecht von 2,8 Millionen an Depensen von 20 Millionen Euro auf, weil der Nemali von 17,2 Millionen Euro mischt. Für 2026 klammen die extraordinären Depensen auf 32,7 Millionen, und Resetten sind auf 13 Millionen Euro geschätzt, was dann Nemali am extraordinären Budget von bald 20 Millionen gibt machen. Die Gesamtsituation präsentiert sich dann wie folgt. 2025 geben wir auf Basis von diesem Budget mit einem Boni von 1,5 Millionen am ordinären Budget und einer Perte von 17,2 Millionen Euro am extraordinären Budget aufschließen. Das bedeutet dann eine Perte von 7,7 Millionen am Gesamtbudget 2025. Zusammen am Überschuss von 24 von 17,3 Millionen hätten wir dann Ende 2025 nach Restüberschuss von 9,5 Millionen Euro. Für 2026 ist das Budget dann die von einem ordinären Boni von 10,6 Millionen an einer Perte am extraordinären von 19,6 Millionen, wo man Mathieu dann zusammen mit dem Resultat rapporté geben mit einem Boni von 481.000 Euro aufschließen. Wie aber schon am Anfang gesagt, haben wir aber hier einen Antrag von 3 Millionen Euro vorgesehen, den eventuell am 4. Trimester 2026 mitgeholt gehen. Das hängt natürlich ganz viel vom Avancement von den Chantier auf und noch wie viel Avancen die verschiedenen Ministerien auf die Subsidien ausbezahlen werden. Für den Antrag sind wir provisorisch auf Basis von einer Rekommandation vom Innenministerium von einem Antrag auf 20 Jahre mit einem Zinssatz von 3% ausgegangen. Für aufzuschließen dann noch von mir ein grosses Merci an alle die Leute, die sich aktiv an Teilschaft von diesem Budget abrecht tun. Auch schon ein grosses Merci an all die helfen werden, für das Projekt umzusetzen. Und dann hat die Finanzkommission die nächsten 2 Wochen Zeit, für dieses Budget zu analysieren und die auch hier dich. Und dann freuen wir uns für den 10. Dezember eine konstruktive Diskussion hier zu haben. Voilà. Du Detailieren schon gesagt, voilà. Guck der Budget, also Budget, guck den als Budget. Wir müssen natürlich auch für alle Propositionen und Anregungen, was uns und Gemeinden und als Bürgerinnen und Bürger dann vorbringen und wir an dem Sinn dann zusammen schaffen. Voilà. Dann sind wir also am 14. auf dieser Platz rum für das Budget dann zu stimmen. Wir kommen dann aber zu den Dekonten. Und du gehst dem Serge geht wird. Oder also wir haben dann wie alle beim Budget auch ein bisschen den Plan gemacht von all diese Projekte, die noch abstehen am extraordinären und eine ganze Reihe Dekonten präpariert. Den ersten Dekompte, den wir proposieren zum Vote, das ist ein Aménagement de Bureau supplémentaire avec salle de réunion au grenier du service. Das ist dann hier als letzte Stück für die neue Büro aménagiert gesehen. Da haben wir Depensen gehabt von 785.725,34 Euro und es waren insgesamt wir gestimmt für 803.120 Euro. Da man da änderten die wir da muss ich natürlich aber wissen, dass man einen initialen Devis hatte von 21 von 557.000 Euro vorgesehen war. Und da nicht durchgegangen ist, und da hat man ein Devis supplementär am Oktober 23 von 246.000 Euro für den Projekt dann aufzuschließen.
zu loben, dann ist das Prop. Hat man Jean-Marie? Ja. Aisha Serge? Ja. Von Jarini Nora? Ja. Kaiser Andy? Ja. Joch, Nagel Anne-Marie? Ja. Nai Conny? Ja. Sauber Jules? Mam Julesinger Prokreation ja. Trein Serge? Ja. Treisen Pol? Ja. Awelsch Nico? Ja. Merci. Voilà, de nächste Projekt war ein Projekt, das libelléiert war Revalorisation CA Bâtiment 1, Phase 1.2, Extension Cuisine de Production, Parking et Accès École. Da waren zwei Devien drauf gestimmt gehen, das war ein Keier an Devis für ein neues Fotos an der Küche und ein Keier an Devis für zwei neue elektrische Schäfchen an der Küche von der Maison Relais. Das waren Devien, die für 86.000 € waren und auf dem Artikel sind aber die Preise gebucht, die von insgesamt 116.000 €, 608, weil da auch nach verschiedenen Büro d'études Honorären auf dem Artikel gebucht waren, an dem Kader, wo eben den Parking auch so neu gemacht ging. Und das ist ein Projekt, das wir Zweckgestaltung für bis all die anderen Projekte mal fertig sind im Showcampus. Kind zu frohen? Nee. Dann gibt man auch drüber aufstimmen. Albert Jean-Marie? Ja. Aisha Serge? Ja. Jarini Nora? Ja. Kaiser Andy? Ja. Joch, Nagel Anne-Marie? Ja. Nai Conny? Ja. Sauber Jules? Mam Julesinger Prokreation ja. Trein Serge? Ja. Treisen Pol? Ja. Awelsch Nico? Ja. Merci. Dann kommen wir bei den Konten für den Artikel Aménagement de Plan de Jeu. Der hat also einen Artikel, den geht schon seit 2016. Da geöffnet, da war just die Devien von 2022, insgesamt für 122.000 € 150. Wie gesagt, aber über die ganzen Jahre noch schon für Runden immer Depensen auf den Artikel gebucht gesehen, als du Depensen total 284.277,94. Voilà, das erklärt sich eben, weil du eine ganze Reihe Rechnungen drauf gebucht gesehen, die am Anfang Bouquet de Vier am Gemeinderat gestimmt gewesen an den Jahren. Kind zu frohen? Das sind sich auch die einzigsten Punkte, das ist, von der Wölke man dann von einem Lob machen, wenn das okay ist. Nee, das ist just, Serge, du hast gesagt, der Mond war ein bisschen mehr, ich meine gut, wir haben just gesehen bei den Segeln, die da drauf stehen. Als das den Initialen, die 50.000, dass das initial von einem Abkauf, von der respektiven Montage, oder hast du vielleicht eine Reparatur gewährt? Das ist ziemlich Wupp 52, mein John Pulser Quatsch da. Ich gebe vielleicht ein Gefühl, dass es muss eine Installation gewesen sein, kein Reparatur für 250.000 €, aber wir müssen nicht auch nur gucken, für das am Detail zu suchen. Also, nee, das ist egal. Wir können das nur gucken, wir können das aber nicht direkt beantworten. Ich gebe mir einfach drüber aufstimmen. Ja. Hat man Jean-Marie? Ja. Aisha Serge? Ja. Jarini Nora? Ja. Kaiser Andy? Ja. Joch, Nagel Anne-Marie? Ja. Nai Conny? Ja. Sauber Jules? Mam Julesinger Prokreation ja. Trein Serge? Ja. Treisen Pol? Ja. Awelsch Nico? Ja. Merci. Kanalisation zu. Dann kommen wir ein Artikel Réfection de la Canalisation à Strasse de 2 Tranche. Da waren nie in die Wie gestimmt gehen, da sind verschiedene Rechnungen drauf gebucht gehen, die sind aber auch größtenteils von 2017 und 2018 und eine Rechnung von 2023 für 62.000 € 883. Bon, wir wollten den Artikel klaturieren, wie gesagt, nie in die Wie drauf gestimmt gehen, als an wann man denke, das Projekt von den neue Arbeitsstellen von der Kanalisation an der Rue Tranche machen. Da gibt es ein separates Projekt, das wir neu starten und wo wir dann auch einen neuen Artikel geben dafür. Du zu frohen? Nee, dann will ich spielen aufstimmen. Hat man Jean-Marie? Ja. Aisha Serge? Ja. Jarini Nora? Ja. Kaiser Andy? Ja. Joch, Nagel Anne-Marie? Ja. Nai Conny? Ja. Sauber Jules? Mam Julesinger Prokreation ja. Trein Serge? Ja. Treisen Pol? Ja. Awelsch Nico? Ja. Merci. Dann haben wir den Artikel Pose une Kanalisation des eaux de superficie à Chutranche-Münzbach. Da ist am Anfang ein der Weg gewesen, das war für Drehwasserachsen am Kader von PHP Schönbirch, wie man da durch den Weg durchgeführt sind, für die Drehwasserachse durchzuziehen. Da waren die Weg gestimmt gehen von 197.200 € und die Depense effektiv als insgesamt Belag auf 167.830,85 €.
wo man de Projekt dann dummer dagegen aufschließen, wobei da muss wissen, dass man aber nach irgendwann dann ein muss auf die andere Straßenseite weiterfuhren, für dann heute Spiele noch bis bei dir zu kommen, mir wird dann ein separate Projekt wird gehen. Dazu frohen. Kein frohen. Dann haben wir den Tourneck, Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Jour. Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Mam Schulzinger Prokuration ja. Hein Serge. Ja. Tausend Pol. Ja. Nawalsch Nico. Ja. Merci. Dann haben wir den Kon für den Artikel Agrandissement du Hall du Service Technik. Ich meine, da goufen zwei verschiedene Wege von 2015 auf 2019 für insgesamt 123,710 €. Die habe ich noch realisiert gehen. Und da sind aber auch lauter andere Rechnungen seitdem drauf gebucht gehen. Für insgesamt 197,832 € an den Projekt ist aber auch definitiv aufgeschlossen. Und wir geben dafür den Artikel auch gerne clôturieren. In tot zu frohen. Kein frohen. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Jour. Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Mam Schulzinger Prokuration ja. Hein Serge. Ja. Tausend Pol. Ja. Nawalsch Nico. Ja. Merci. Dann kommen wir zum Projekt von der Rehabilitation Déplacement du Captage de l'ancienne Source. Das ist ein Projekt, den gestimmt ging als wie 15. Juli 2020 für 740.800 € an, wo ganz erfreulicherweise dann Depense effektiv für 656.000 € an 77 Cent war. Voilà, 77 € war, also wo wir Arrangement an dem DV geblieben sind und die habe ich auch ganz aufgeschlossen. Also dadurch gewircht, weil du méi Bohrungen fehlgesi waren fir ze testen und du sind die net gebraucht gin. Gi zu frohen. Nee. Dann Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Jour. Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Mam Schulzinger Prokuration ja. Hein Serge. Ja. Tausend Pol. Ja. Awelsch Nico. Ja. Merci. Und an de Lächten. Mise en conformité des bâtiments communaux. Du waren zwei Devis, eine von 2019 für 240.000 € und eine für 2023 für 200.000 €. Das waren eine ganz verschiedene Mesure, die überall an den Gebäuden gemerkt gehen. Der Groß von den Nebenschen aus 2019 bis 2024 oder bis 2023 gemerkt gehen, da waren Devis gestimmt für 440.000 € und Depense effektiv als 472.000 €, 421,45 gewirrscht. Also liegt dort drüber. An den Artikel haben wir auch clôturiert, am Ende neue Artikel wieder im Budget gesehen für die neuen Mesuren, die müssen gemerkt. Den letzte Kehr gehen zu frohen. Nach dem Iwer den von Skrift Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Jour. Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Mam Schulzinger Prokuration ja. Hein Serge. Ja. Tausend Pol. Ja. Awelsch Nico. Ja. Merci. Dann wollte ich noch nur die Dokumente vom Budget, die Scheckmärsch natürlich Scheckmärsch zogen oder so sehr wie es geht. Das ist auch selbstverständlich, man hat natürlich nicht gesagt, alle haben mich daran erinnert. Voilà, dann gehen wir zum Punkt 3.4, eine Approbation für Subside extraordinär für den PD zu kontern, das Conny. Ja, en Oktober kote mat de Korea mat der Invitationun vum Band Dessiné Festival zu kontern. Die 32. Edition vom Festival findet nächstes Jahr den 18. und 19. Juli statt. Auf das als Abwohner auch weiterhin vom freien Antrittspreis profitieren können, proposieren wir der Kommission vom BD-Festival ein Subsid an Höchst von 1.750 € zukommen zu lassen. Merci Conny, das bisschen wie all Jahr, just als Medaille gehen. Sind du zu frohen? Kein frohen, da gibt es darüber aufstimmen. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Jour. Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Mam Schulzinger Prokuration ja. Hein Serge. Ja. Tausend Pol. Ja. Awelsch Nico. Ja. Merci. Dann gehen wir zum 4. Punkt. Als Gemenge Böscher, da hatten wir ja beim 4. Abend am Bösch, wo uns der Plan de Gestion vorgestellt wird, an einer Sache gewesen wird. An die Landwirtschaftskommission war auch invitiert. Das gibt es Kandidat präsentieren. Den 12. November hat der Gemengerot zusammen mit der Landwirtschaftskommission eine ganz gelungene Präsentation am Stipi.
Ich will dem Pit von dieser Platz aus noch ein Keier Filmuts Mercison für die Flott an informativ Visit an die detaillierte Präsentation zur Bewirtschaftung von Eiseböscher. Seine Erklärungen waren so präzis, dass es Stunde praktisch kein froh mehr gehen hun. Was der Java will hervorheben als die Entwicklung von der freie Courant von 2025 auf 2026 werden das Kosten 60.000 € klammen. Für 2026 leint die Investimenter, die nötig sind, für Eisböscher gesund, stabil und nachhaltig zu erhalten, bei 462.000 €. Vom 15. Januar bis den 31. Januar kann ihn sich für all Jahr Site von der Gemeinde über das Formular für die Zudelung von Brennholz ummelden. Der maximale Bedarf pro Menage ist auf 2 Sterne festgelegt. Für 2026 sind 150 Sterne Brennholz vorgesehen. Wenn der Mond mehr groß ist, wird ein Tirage au sort gemacht. Voilà, merci für die Informationen. Gerne dazu frohen, aber noch. Ja, Nora. Voilà. Mir wollt noch eben die Vierstadt Madarbeitstag an Ihnen ganz große Merci so für die ganz interessante Visite um Terrain mit all den Erklärungen, die wir kruten. Das tut uns überzeugt, wie wichtig die Gestion von den Böschern ist. Und wir konnten uns überzeugen, dass die Gestion an ganz guten Händen ist. Dafür dem Piet, dem Nadia und allen Madarbeitstag ganz große Merci von unserer Seite. Wir wollten just, was den Taxilo betrifft, wollten wir froh, ob nicht möglich wäre, da eine Sozialvariante dran zu machen, weil ich mir da ja. Ich weiß auch nicht, ob heute schon auch Leute vielleicht sind, die Tolls brauchen, für wirklich nicht mehr zu hützen. Oder wenn du nicht irgendwie eine Sozialvariante mit abbauen und denen Leute auch immer garantieren, dass sie aber immer Holz geliefert kriegen und nicht mehr, also wüke, dass man ja Primen, wie schwer als hier aufgesagt gehen, dass dann aber wenigstens du nicht nach mehr Deier musst bezahlen und du eben eine Sozialvariante in Firma Trag kriegen, für dann denen Leute Rechnung zu drohen. Merci. Merci für die Propos. Ich meine, Komplexität bei den Sachen ist immer dann Tonne froh. Ne? Was für ein Kriterium immer fest muss der Peizeit Luft für Holz zu kriegen. Bon, wir können darüber nachdenken. Oder die hat mir eine konkrete Proposition vielleicht. Ja, trotzdem relativ, der ist gut, mit scheint mal kompliziert zu sein. Ja, die Leute, die sie ja dann noch, also die normalerweise auch Prim, die Share kriegen. Wenn du ein Prim kriegst, kriegst du auch dein Holz. Also, ja, dann entspricht dem Schiff als die Kriterien, dass das Sozialleben mehr schwach passt. Und voilà, könnten sie eventuell um die Kriterien bauen. Okay, so ist noch von, ja, Serge. Ja gut, ich meine, wie bei den Punkten, die vom Ordre du Jour geholt sind, hat den auch können so, weil den Detail vom Pit Lacko mit dem Konto war nicht am Dossier, da das nur gerecht ging, nur dem, dass wir gefroht haben. Und da wollten wir vielleicht dann eigentlich das nicht für die erste wo das 4, das Dokument fehlen am Gemeinderotsdossier, wollte man eigentlich einen Abruf mehr für die Sache vielleicht ein bisschen mehr seriös umzugehen von seitens vom Chefrot und das vielleicht zu kontrollieren. Aber schon aber noch ein anderer Punkt, und zwar, ich weiß auch, dass den Chefrot geschrieben ging, als betrifft nämlich Beschwer. Und da sind Beschwer zum Beispiel, egal ob den Pidlo viel Sachen möchte, Richtung Alschötter, du an der Böscher, wir haben eventuell, du hast dann noch weh, der beim Wasserbassin Rover Richtung Straße geht. Und das nicht den Innenlandschmidt, das den an der Mitte plus minus. Und ich meine, die sind schon am Gang, da bis nachher ein bisschen zu revalorisieren. Und da will ich da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Leute durchgucken. Und dafür wird vielleicht eine Idee für einen Pit und Herz zu lehnen, für das man den Böschwehr auch an der Haut zu schüttern, mal ein seriös umzugehen, dass die Wehr geflickt gehen. Ja, das ist so, dass die Staatsbürger ist und das auch nicht der Pit in der Fürster ist und der Fürster den hat auch kein Meier für das zu machen. Also wir waren gestern noch auf der Platz, weil da auch so ein Lieverdach gebaut gehen. Dann muss die Gemeinde das bezahlen. Ne? Also Staatsbürger, wir müssen den Inhalt bezahlen von der Wehr. Ihr seht ja nicht die Meier nicht. Ich kann doch nicht mehr punktuell, aber das geht direkt extrem teuer. Ne? Wenn man einen Bagger kommen an
an do Abbechte machen dat kascht 200 300 € de Meter, also dat geht ganz rapid mat den Budget, net kennen nëmme punktuell do intervenieren an dann das eben do kommen Quellen rof, du können viel Wasser, ob man wirklich viel mat errechen da se gerne froh. Ich mein gött das öfter gött dat effektiv kritiséiert, as okay Wasser dort hängt de bëssen awer auch dann vum Wider of. En hat gesot de Gifmollen de wie Mä, da muss mir gucken, ob mir dat wolle bezuelen. Ha sind twee méi Uwen, dat de Pit ass ne noch selber ugeschriwe gin vun dee Sachen an dat hiwer Eisböcher. Ja, schmengen sie Mären die Gestion vun de Bëcher, können dann enke thematiseieren. Hein zu gëtt natürlich auch geschafft an der Bëcher gesagt de moment mir ra aus mit ono as anderem an der Reihe, das eng schwierig. Problematik auch die Doten. Also ich wollte so, mir konnten Dokumente nicht weiterschicken, nicht schlechte Wille vom Chefrot, du war nicht heuer nie an der Vergangenheit, die guten Dokumente mehr erreicht, so viel geschickt, und dann haben wir noch weitergeschickt. Wir hatten Dokumente nicht, ich meine, klar, die muss präsentiert gehen, aber sie wollten also richtig die letzte Version checken, wenn sie dann noch von dem Chefin einer Schrift gewähr für die letzte Version checken, dafür hat mit Dokumenten nicht dafür checken, dafür aus da am Punkt Erklärung für wer nicht gekriegt. Ja, eine Option, nicht ob nur die Schütze wenn das nicht komplett ist. Die Option hätte man natürlich. Aber für den anderen Punkt, das ist doch gesagt, ich meine, da sind wir der Meinung, dass ein Dossier komplett war. Die Donne Regionalteam, die gehören nicht zum Dossier, was zum Dossier gehört, das Tabelle, man Preis, das gehört zum Dossier. Bon, so wat stimmen wir über den Punkt auf. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fujarini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Joch. Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Mam Julesinger Prokuration ja. Tain Serge. Ja. Taisen Pol. Ja. Welch Nico. Ja. Merci. Und der zweite Punkt. Konvention für CRI Mobil. Conny van Schrift. Gemenge Schëtter niederan vun hunn eng Mobilsee am Wert vun 204.523 € ugeschafft. Weil auch den CIGR Sierdal dabechten op dëser See ausfährt, goufen Modalitäten zu ihrer Bedeligung an enger Konvention geregelt. Konvention gesäit hier, dass den CIGR Sierdal sech Amortissement, den op eng Dauer vun 10 Joer festgelöscht gouf, bedelecht. Für das Bedeligung zu garantieren, bezielt den CIGR eng jährlich Prim von 4.160 €. Das Prim basiert auf engem Stundenpreis von 16 €, ergeht von engem Jahresvolumen von 260 Stunden aus, was 5 Stunden pro Woche entspricht. Nutzung von der mobiler See durch den CIGR gouf auf 30 € pro Stunde festgelöscht, mit engem Maximum von 5 Stunden pro Woche. Voilà, das Benutzung durch die CGR für hier egen besoin. Ich meine, Gemengen hun die See bezahlt, das so ein Akkord, wie man eben ausgehandelt haben oder festgehalten haben, wo man auch sieht, drin verstanden, gehen zu froh. Sehr schön Schrift. Ja, du hast ja auch nach den Traktor abgefordert von 260.000 € an den Piessen. Und ich denke, wenn wir von 260.000 € schwätzen, da können wir in der Woche mal vielleicht eine Submission machen, anstatt direkt eine Kommande rauszugehen. Das ist ja nur eine Sache vom Vierster, aber das ist von unserer Seite aus bemerkt. Ja. Merci für die Bemerkung, das ist nicht falsch. Gehen Sie noch froh? Kein froh, da gibt man über den Punkt aufstimmen, man gibt Altmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Fujarini Nora, Ja. Kaiser Andy, Ja. Joch, Nagel Anne-Marie, Ja. Nai Conny, Ja. Sauber Jules, Mam Julesinger Prokuration ja. Tain Serge, Ja. Taisen Pol, Ja. Welch Nico. Ja. Merci. Und dann hätten wir noch den Reglement de Tax, was Breton so geht. Ich kann ihn erkennen. Wenn's den allgemein geklommenen Energie-, Arbeits- und Transportkosten als eine Preisanpassung beim Brennholz an den damit verbundenen Services nötig gehen. So proposieren wir für die Preise für ein Stück Brennholz anzupassen.
Das heißt, 1 Meter geschnitten Brennholz geht von 63 Euro auf 70 Euro pro Stern. Die 50 cm Großstecker von 71 Euro auf 80 Euro, die von 33 cm von 75 Euro auf 94 Euro und die kleinen von 25 cm von 70 Euro auf 98 Euro. Das entspricht einer Moyenne von ungefähr 25% Preiserhöhung. Dann geht aber auch den Sack für die Feier anzufangen von 6 auf 7,50 Euro Medaille und Lieferung von 20 Euro auf 25 Euro. Das Anpassungen sind nötig, für die aktuelle Kostensituation aufzudecken und eine weiterhin zuverlässig und qualitativ Dienstleistung zu garantieren. Ja, ich gehe nicht dazu froh. Ich meine, auch eine ewige Diskussion, den Holzpreis, du, wenn ich mir leider nach, ändert dem Holzpreis, wenn in den Sosansbusch käft. Und da ist ein Abend freien und Ludgang, wie Conny richtig gesagt hat, Kind nach froh. Sag schon, Schrift. Ja, ich denke, dass das schön, dass die Preise effektiv abgehen. Mit wir aber auch gut, hat wirklich ja auch ein anderer Monat, weil gefragt geht, dass immer unter dem Marktpreis da draußen ist. Aber wir haben nicht schlecht von den Dornlenke geben eine genaue Berechnung kreieren, was die Kosten sind, für das Holz zu machen. Wenn wir stimmen nur etwas auf, wir sind noch d'accord damit, aber eine proper Berechnung von seitens von den Kosten im Detail, die wäre positiv. Wir froh mal noch. Gucken wir, was wir geliefert kriegen. Wir froh mal. Merci auch. Sonst noch Apps. Dann gehen wir auch darüber aufstimmen, wann es gibt. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Von Jeremy Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Joch, Naglan-Marie. Ja. Lai Conny. Ja. Sauber Jules. Mam Jules in der Prokuration, ja. Tein Serge. Ja. Teisen Paul. Ja. Nawelsch Nico. Ja. Merci. Dann wären wir beim 5. Punkt, die Modifikation punktuelle vom PAG für eben auf dem Landrausch die Zonen neu zu klassieren, nachdem es den POS da aufgeholt ist. Und da haben wir den Avis von der Kommission d'Aménagement gekriegt, an die 102 Remarke gemacht. Da war eigentlich ein materieller Fehler geschieht. Und zwar kurz, dass wir ein Bild tun. Nee, doch. Just ein bisschen mit klein. Da sind die 3 gesagt. Voilà. Das ist umgegangen, da hatte man die Heizsituation. Die hast du in einem klassiert gehen an die Heizsituation, aber was eben gefehlt hat, das war, dass die da steckt. Eben eine ist ausgewiesen war als Plan sektoriell. Und da tun wir eine denke gemacht, den Durchstrich hat keine Importanz, dass die Lokalitäten Sendinger Birch und in der Rand, wenn die do getrennt sind. Das Teil was wichtig ist, und dann was an der Avis steht, wenn wir mal den Assistenten raus hatten. Voilà. Das heißt, wo sie so und dann misst du ihre Macht dran sind, dass sie gesagt, was du mal gemeint hast. Ah, pardon. Voilà. Wie gesagt, war vergessen, ein Material, der Plan sektoriell, Remivatisation zu lehnen, wenn das fehlt. Dafür haben wir den noch drüber gelöst, wie die Kommission d'Aménagement das gesagt wird. Und sie haben noch gesagt von der Remarque, dass sie dann draufschreiben, was du POS nachführen, und das haben wir dann auch gemacht. Also das sind die 2 Verbesserungen, die sie da verlangen an ihrem Avis.
für de recht war also den Dossier wie man chauffiert kann tun sind dort solo nach frohen kein frohen da könnte man über den Punkt auch auf Stimme wann gift Altmann Jean-Marie Ja. Aisha Serge Ja. Jarini Nora Ja. Kaiser Andy Ja. Joch Nagel Anne-Marie Ja. Nei Conny Ja. Sauber Jules Ma am Schulsinger Prokuration ja. ein Serge Jo. an Tausenpol Ja. Welsch Nico Ja. Merci. Und da hat ja dann noch direkt eng Influenz op den Quartier existant. Und da war auch eng Remark kommt von der Kommission d'Aménagement. Und zwar hat man da den Text ein bisschen unglücklich formuliert. Unglücklich, das ist viel gesagt. Da steht original am Text unter dem Punkt D vom Artikel 21 bis. La hauteur maximale autorisée peut être adaptée. Das ist dann juristisch vielleicht nicht so gut formuliert, obwohl das selbe steht, sie proposieren, il peut être dérogé à la hauteur maximale autorisée. Das heißt, wir haben dann noch die Textänderung an der Partie écrite überholt. Gehen dazu nach Frohen. Kein Frohen, da könnte man auch über das aufstimmen. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Jarini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Joch Nagel Anne-Marie. Ja. Nei Conny. Ja. Sauber Jules. Ma am Schulsinger Prokuration ja. Trein Serge. Ja. Tausenpol. Ja. Welsch Nico. Ja. Merci. Voilà, Punkt 6.1 an der Punkt 6.2 haben wir ja vom de jour aufgeholt. Da kommen wir los zum Punkt 6.3. Da geht es um Distribution d'eau potable. Und da hatten wir eigentlich vom Kontrolle eine Remarque gemacht, weil wir eigentlich den Tarif Oresca angefordert haben und appliziert haben. Und da haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir das am besten gingen machen. Dann hätte es irgendwie eine Regel können gehen, wie ihn das schätzt, weil bei vielen Konsumateuren ist es einfach so, dass den Oresca-Bereich nicht vom privaten Bereich getrennt ist und eben nicht genau weiß, wie viel Wasser an dem einen und wie viel Wasser an dem anderen gebraucht wird. Wir haben aber nicht die beste Lösung gefunden, wir haben gemeint, das soll nicht direkt richtig machen. Das heißt in diesem Fall, dass ihr seht, das Reglement da noch aufpasst, dass ihr seht, kann ihn an dem Fall ein 2 Auer abhängen, wenn dann natürlich die technische Installation dazu lässt. Und dann hört ihr genau das Wasser, was für den Oresca-Bereich verbraucht ist, was dann da kommt nicht nach drauf, auch ein günstigen Tarif ist, wie das Wasser, was da für den Ménage als solchen gebraucht ist. Wenn ihr das aber nicht wollt machen, dann geht ihr dazu nicht obligiert, aber dann muss ihr halt erkaufen, dass ihr für sein Wasser mit Eier bezahlt. Ne? Das sind am Anfang die Optionen resümiert, die man den Aufenthalt festlegen. Und dasselbe gilt dann noch für die Museen. Das heißt, das Prinzip ist ja so, dass das, was ich an Trinkwasser verbrauche, das kriege ich auch als Kanaltax verrechnet. Und hier wäre dann das Prinzip auch genau dasselbe. Da komme ich zu den Tarifen. Du hast es dann so, dass wir ja Trinkwasser als Ménage bezahlen 2,80 €. Futter. Und für den Oresca-Bereich wären es dann 2,10 € Futter. Wobei Tax fix aber ein anderes 16 € pro Millimeter und bei den Privatménagen 8 € pro Millimeter. Und bei der Kanaltax wären wir dann beim Tarif von €1,25 für den Oresca-Bereich und der Privathaushalt bezahlt so 2 € pro Meter Kip. Voilà, gehen wir dazu freuen. Serge. Ja, ich meine, jedereen weiß ja, was Airbnb ist. Und da wollte mich erst mal vor, wie gesagt, dann da mit der Tarifikation aus. Geht das dann noch bei den Wohnungen appliziert von Privatleuten, das weiter verloren? Das wäre ja irgendwie auch normal. Und da respektiv die nächste Frage, die wir noch hätten,
dass wir wir haben ein Inventär von den Airbnb-Wohnungen die an der Gemeinde laufen. Wir vielleicht flott für selbst tun. Ja. Aber ich meine, das ist ein bisschen ein anderes Sujet, ne? Weil ein Airbnb, der fällt ja nicht in den Noreska-Sektor. Ich meine, den hast du klar definiert, was in den Noreska-Sektor fällt, und das geht um die. Airbnb ist zum Teil ein Problem, ne? Weil das schwierig zu kontrollieren ist. Ich meine, du gehst ja Oplagen, ob die sich daran erhalten oder nicht, oder ob überhaupt einmal ugeht, dass ein Airbnb möchte. Das ist nicht so evident, also oft fordern wir da die Zufall raus, ne, über Airbnb-Sitten, ne, da finden die das dann raus. Durch Zufall, aber es gibt ja keine Deklarationspflicht und die Leute sind da ja selber obligiert, das dann noch mitzudelen, noch, ich meine, ich weiß nicht mehr, so eine Schiffe dich, dass es sind. Ab dem, das als Professor, 90 stehe ich, merci, Andy, Mann vom Fach, dann stehe ich, dass du dann professionell, da sind ja andere Männerregeln nach, das ist schwer für ein Gemeinde, das nur zu verhindern. Was wir natürlich machen, wir kontrollieren verstärkt, da wo wir wissen, wann die Chambre meublé sind. Ich meine, da gehen ja auch Sicherheitspreskriptionen, da geht dann noch vom CGDismat, da haben wir als Preskriptionen aus dem Baureglement, das kontrollieren wir verstärkt mit Airbnb, also nicht den Dinge, wo wir zuständig sind, und wie gesagt, hier fällt das gut nicht drin, weil Horeska klar definiert, dass wen Horeska ist. Ne? Die Gemeinde ist nicht zuständig dafür, weil das Minister keine Decision geholt hat. Ja. So ist noch froh. Kein frohen, beim Aufstimmen, wenn man 3 Monate Tour oder stimmen reinkehren für die. Kann man 3 Monate Tour, dann ist es richtig. Also, naja, weil ich mal nicht erklärt habe, das war der Schmane da. 6.3, das ist dann Distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine. Gegen man dann aufhängen, Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Joch, Naglan Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Mam Julesinger Prokuration, ja. Trein Serge. Ja. Treisen Paul. Ja. Nico. Ja. Merci. Dann Modifikation vom Reglement Tax für concernant la fixation von der Redevance, wie ich es erklärt habe, ob der Mot potable 2,80 schon 2 Euro. Gehen wir darüber aufstimmen, hat man Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Joch, Naglan Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Mam Julesinger Prokuration, ja. Trein Serge. Ja. Treisen Paul. Ja. Nico. Ja. Merci. Und dasselbe stand der Renke der Punkt 6.5, der Reglement Tax für die Fixation von der Redevance auf den OUSeen, ein Kehr 1,35 € und ein Kehr 2 Euro, also am Vergleich. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Joch, Naglan Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Mam Julesinger Prokuration, ja. Trein Serge. Ja. Treisen Paul. Ja. Avec Nico. Ja. Merci. Dann der Punkt 6.6, wo wir auch auf engere Macht vom Kontrolle hin müssen als Reglement gehen, wird mit der Disposition von den PC und auch von den Telefonen. Oder gesehen, das ist ganz lang das Reglement, was am Dossier leidet. Ich meine, das steht am Artikel 1, dass dans le but de faciliter l'exercice de ces fonctions, das Gemeinde dann neben dem Schafferrot Material Informatik zur Verfügung stellt, dass dann ein Laptop an oder ein Tablet an dat während seinem Mandat. Und da das dann den Artikel 2, der seht, dass auch ein Telefon portable mit einem Abonnement natürlich à Disposition kann gestaltet gefunden als Schafferrotsmember. An die Disposition also für Disponibilität zu garantieren, an auch eben die Effektivität von der Kommunikation professionell an dem bon Fonctionnement des Instances kommunales. Dasselbe gilt für das Personal, die Post der Responsabilität und respektivement da, wo den Schafferrot dann designiert, dass die Leute so ein Equipment brauchen, weil hier Missionen oder Responsabilitäten bei der Gemeinde das verlangen. Artikel 3 präzisiert, dass das Material eben destiniert ist für ein Usage professionell.
An Artikel 4 seht dann, dass eben Gemeng des Vivi an den Entretien von dem Material möchte, an dass all Pan oder all Dysfunktionement natürlich muss direkt signalisiert gehen oder signaliert gehen. Und dann in Artikel 5, das ist dann d'entrée en vigueur von diesem Reglement, was dann 3D just nur dem publiziert, das laut dem Artikel 82 vom Gemengegesetz. Also wir meinen, dass du just mit konform mit der üblicher Pratik, die wir heute schon haben, und dass wir da den Kontrolle dann noch können viel lernen. Kind dazu froh. Kein Frohen. Da können wir auch darüber aufstimmen. Und Jean-Marie. Ja. Reicher Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Mam Jusinger Prokreation ja. Dein Serge. Ja. Tyson Paul. Ja. Awetsch Nico. Ja. Merci. Und dann hatte man nach der 7. Punkt ak Notarien an Kompromissen oder droit de Präemption. Du hast dann den nächsten droit de Präemption, da geht es um 2 Terrain an der Rue de Tranche. Das sind Parzellen 395 über 1894 und 1895. Die Leute an enger hab 1. Das sind zur Summe 6 Jahre, 86 Cent Jahr. Und die gehen im Verkauf für einen gesamten Preis von 660.850 €. Und ich meine, wird auch kein Interesse drin, für die Bauterren zu kaufen. Weil sie nicht bebaut sind, muss man eben hierüber befahren. Ich habe noch ein Bildchen. Das sind die dort 2 Terrain, von denen wir schwätzen. Ich weiß auch da, wie du ein Bescheid gehen dazu nach Frohen. Kein Frohen. Da gibt man auf den droit de Präemption verzichten. Altmann Jean-Marie. Ja. Reicher Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Mam Jusinger Prokreation ja. Dein Serge. Ja. Tyson Paul. Ja. Fetsch Nico. Ja. Merci. Da gehen wir bei weiteren droit de Präemption, da das Parzell 74 über 5005 an der Kernischer Stroß, da das eine Zone de Protection Natura 2000, eine Zone d'Inondation Haschkuzeng. Du hast ein Morsalement gemerkt gehen von dem Terrain, die liegt auch noch an der Zone wert, an die Gölo Verkauf vom Proprietär und die Leute, die da wohnen, sodass die an ihrem Haus da mehr Terrain haben. Das nicht zu erwarten, dass das eigentlich so ein konstruisible geht. Wir wollen aber ein Gespräch mit dem Proprietär ab, für zu gucken, ob wir eins gehen dann für eventuell die Durchstreif zu kaufen. Das ist zwar die Servitüte, die da drüber geht, für die Stecker drüber zu fahren. Gleichzeitig also auch der Rand von der See, wohin da könnt auch eine Randstreifenbegrünung oder mehr. Also da wären dann auch für Naturschutzzwecke am Sinn von der See können die noch da Lichtmesure machen. Das muss man einfach noch machen. Gehen dort so froh. Da könnt man über den Punkt aufstimmen, das heißt für auf den droit de Präemption zu verzichten. Altmann Jean-Marie. Ja. Reicher Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Mam Jusinger Prokreation ja. Dein Serge. Ja. Tyson Paul. Ja. Awetsch Nico. Ja. Merci. Dann sind wir beim Punkt 8, Question écriten. Und da haben wir auch eine Question écrite rakrit von den Schöpfer Birger. Und ich gebe später die dann 14 € Anschrift. Da bringen wir Okay, den 9. Juli 2025, das Jahr, also war an der Gemeinderatssitzung den APD vom neuen Dürfkehr für Schötter präsentiert und zum Wort gestaltet ging. An der Zeitung hat die letzte Samstag die Ausschreibung von den Infrastrukturerbichten auch von den Außenanlagen publiziert. Schötter Birger haben sich beim Wort von diesem Projekt enthalten mit der Motivation, dass den APD
die präsentiert gouf net mit dem initiale Projekt vom Laureat vom neuen Dorfkehr entspricht. De Projekt, den de Konkurs gewonnen huet, war das Resultat von enger Bürgerbeteiligung, die politisch responsabel ze summen mat allen Awohner vun der Gemeinde organisiert hatten. No jahrelanger Vierarbecht mat als Bürger huet e Jury, wo nieft verschiedene Fachleit auch sämtlich Fraktionen darauf vertrude waren, die auch haut runter op den Tisch sitzen, e Projekt op Basis von einem präzise Cahier de Charge prämiert. Wir hatten zusammen ein spezialisierte Büro mit der Organisation von dieser Bürgerbeteiligung mit dem Urbanistenkonkurs beauftragt. Den Meinungen von allen Betroffenen festgehalten wird, an der Cahier de Charge vom Urbanistenkonkurs auflesen gelassen wird. Für das am Projekt vom neuen Dorfkehr auch weiterhin das Interesse von allen denen, die sich am Kader von der Bürgerbeteiligung engagiert hat, respektiert wird, haben wir als Schütter Bürger darauf ein Avis vom Büro Dresden Sommer zu kriegen, den uns bestätigt, dass dieses wichtige Projekt nach dem Rechnung dreht, was Summen am Konkurs festgehalten ist. Obwohl mir beim Wort vom RPD gefragt hatte, für als Motivation und Deliberation festzuhalten, hat das nicht gemacht, weil der laut Gemengegesetz nicht musste. Da akt. Wir wollten erst aber an dem Kontext folgend schriftlich vorstellen. Heute Chefrat an der Zwischenzeit den Avis von Büro Dresden Sommer den Bürgerbefragung an den Urbanistenkonkurs organisiert hat, aber gelegt wird, gefragt. Als zweit voraus, falls das nicht sollte Fall sein, war das ja Motivation für nicht von diesen Fachleuten, die wir speziell dafür engagiert hatten, kontrollieren zu lassen, ob das, was lo realisiert wird, nach dem entspricht, was als Matbürger mit viel Engagement an Arbeit ausgeschafft und festgehalten hatten. Merci an für die Informationen. Ja, also ich meine, was richtig ist, dass das ausgeschrieben und da steht an der Deskription Travaux d'Infrastruktur et d'Aménagement extérieur. Wenn ich dann natürlich ein Dossier ruft, da geht gesagt, dass es genau das, was mir die letzten Jahre so tun, dass laut Gemeng und dass das Scoutzone und die Agenturen, die gemeint sind, dass das nicht Platz sind, dass es nicht der Park ging, dass das eine Agentur unter dem Scoutzone und eine Agentur unter die Extension vom Gemengegebäude. Ich meine, dass wir da nicht müssen ein Büro holen, den als bestätigt, dass wir da noch immer am Urbanistenkonkurs sind, an einer Extension von einer Mairie bei einem Scoutzone. Ne? Auch wenn in der Cahier de Charge raushält von dem Urbanistenkonkurs, ich meine, da haben wir so expressis verbis Demos den Droit intellektuell vier behalen, für eben, ich meine, war ein Ideenwettbewerb, da hat gewonnen. Die Idee war auch immer, für zu so, wenn er von einer Männerin da auch noch ein gutes Element dran ist, dann muss ich da doch können échanger. Das ist das Prinzip. Du schätzt dich nicht, ob in der Parkung baut oder nicht. Das ist just das Prinzip vom Architektenkonkurs, was man dem uns gemerkt hat, just für das einfach festzuhalten. Ne? Dann, als die Geschichte mit dem Parking schon 22, ne, das war so nach auch unter dem Male Schafferrot, sind noch da schon verschiedene Varianten ausgeschafft. Das ist auch schon nicht mehr das, was den Gewinner vom Urbanistenkonkurs an seiner Rechtsrapproche evaluiert hat, an als proposiert. Und auch da waren schon verschiedene Varianten durch, weil es eben herausgestaltet wird. Und das war auch normal. Ich meine, das gehört doch, oder da kann ein Switze von einem Ideenwettbewerb, von einem urbanistischen Ideenwettbewerb, dass wenn du dann nur das willst, technisch umsetzen, dass du Probleme stehst, die bei dem Niveau von Detail noch nicht gesehen. Das ist ein bisschen das, was herausgestaltet wird für die pure Optionen. Und dafür ist auch schon da gesagt gehen, die Option, die am Konkurs war, die kann gar nicht zurückbehalten gehen, das geht gar nicht. Ob oder nur der Parking baut oder nicht baut, ich meine, dafür hat man dem Gemenge auch die Frage gestellt, dann auch darüber geschwärzt. Das ist eine Decision, die muss man dann en connaissance de cause, muss man die dann
zu gegebenen Zeitpunkt holen, aber haut immer eigentlich nicht da. Und das für uns als Motivation, für was wir heute nach brauchen, den ihr seht, die sind am Konkurs, die sind nicht am Konkurs. Und dann muss sich vorstellen, ob ihn dann das Büro hält oder ein anderes Büro hält, oder da stellen sich schon ganz grob Fragen. Also ich meine, man muss gucken, wie wir am Projekt weiterkommen, ob dann so ein Besoin da ist. Ich meine, auch das ist so ein Service, den man nicht zum Nulltarif kriegen, wenn es nötig ist. Da möchten sie Depensen, wenn das nicht nötig ist, muss ich ja nicht Depensen machen, just für sie zu machen. Da geht es gar nicht darum, für nicht mit dem Büro zusammen zu schaffen, geht auch gar nicht darum, dass nicht Fleisch, das hat man auch dem uns gesagt, eine Mission braucht. Wir Assistat sind wir hier bei einer Extension Mairie an einem Scoutzone mit den Anatoren, die dazu gehören. Aber wir sind nicht beim Parkhaus, auch nicht bei der Platz. Da kommen wir eigentlich recht drin. Und da tun wir die Leute schon, meine ich, auch so gesagt. Man geht schon an sich darum, für Lo festzustellen, ob ihn sich mit dem aktuellen, was Lo geplant ist, für zu bauen, ob ihn den DW für ändert Gemeng zu kommen, für dort festzustellen, ob ihn die Stadt nicht verbaut mit dem Dingen. Und das kann just das Büro Dresden Sommer so, die auch den ganzen Konkurs begleitet, meine ich. Ich meine nicht, dass das so was, ich meine, was Dresden Sommer gemacht hat, das haben sie ganz gut gemacht. Sie haben den Konkurs begleitet, sie haben den Konkurs moderiert, sie haben den Konkurs, das war alles schriftlich festgehalten, das hat sie gemacht. Aber für eine technische Realisation, dafür brauchst du ein Ingenieursbüro. Und das ist halt 22 gemacht gehen, mit Schröder und Associates, das zusammen gemacht gehen. Da haben sie 4 Varianten ausgeschafft gehen. Weil eben du schon sich gestaltet hat, den Achse unter dem Gebäude durch bis an den Tiefgarage, dass das nicht machbar wäre. Wann in den Parking dann noch baut, dann muss den von einem anderen Platz aus accediert gehen. Das ist schon relativ klar. Das war ja auch festgehalten, ja. Vom letzten Chef, wo Fee da soll rangeführt werden. Genau, 15. 26. 22. Und ich meine, in dem soll ich vielleicht Rechnung machen. Okay, dem Punkt sind wir sehen, ja. Ja, auch das war eine Decision, wie du siehst, vom Chefrat, von dem, was ich gesagt habe, dass die Variante soll zurückbehalten gehen. Ich war auch wieder von einem Büro analysiert gehen oder von einer Bürgerbelegung diskutiert gehen. Ich meine, die gesiegte Plan, die wir gestimmt haben, und die gesiegte Plan, die am Konkurs zurückbehalten gehen, ist vom Gewinner, vom Konkurs, an den widerspricht nicht, dass du ein Parking kann aménagiert gehen oder eine Alternative zu dem Parking gebaut wird. Schön noch für drin, aber es verkehrt. Ich habe schon gesagt, dass der Chefrat das festgehalten hat. Nee, die letzte Variante für Dörfkehr zu kommen, da das nach immer am Jury no geschwert gehen, respektive an dem Gruppe mit denen zusammen. Ja, wie gesagt, wir schaffen am Chefrat in dem Projekt. Und ich meine, wir waren nur in einer Phase, nicht mehr in einer Phase Konzeption, wir waren in einer Phase, wo wir mit dem End-User Details rausgeschafft haben, von ihrem Gebäude, wie das soll funktionieren. Ich meine, du kannst kein andere besser Matschwätze wie die Leute, die das Gebäude nur benutzen. Das war ja nur die Phase APD und so weiter. Also von der Architektur hat sich schon eigentlich nicht geändert, vom Prinzip hat sich nicht geändert. Also ich gesagt, genau, wo hätte man gerne Büro, wo hätte man gerne eine Reunionssaal, wo hätte man gerne die Rezeption. Bei den Scouten hast du gesagt, wo hätte man gerne dort, wo hätte man gerne Küchen. An den technischen Möglichkeiten ist das ausgeschafft. Wenn wir nicht an die mehr konzeptuelle Phase kommen, da schaffen wir nicht mehr intensiv mit dem Gemeinderat zusammen, vielleicht an die Richtung dann noch zu kriegen. Gern. Sonst noch Fragen? Ja. Ja, das letzte Woche muss es gewesen sein. Da waren manche mal Großspur, das Leid auf der Fußgängerstreif wie Rand gesehen, weil ein Auto gemengt hat, einen Bus zu überholen, der bei Rot beim Großspur stung. Und gut nach zur Zeit gebremst, mir egal. Und du wollte ich fragen, wo sieht er drum mit den Radaren eventuell für hat dann ein Kehr dem Minister relanciert, wat demals ja oft genug von uns gemerkt gin ass, weil dat gift ihr sehr mal Hölle verfleischt.
Ich mein, hun de Minister net relanceiert also hunn op ganz viel Brewer mis ganz lang waren an bin eng Antwort kom ich menggen mir können aber lohn eng lancieren ich mein, schon 6 ich mein, Ufang des Jahres man können do en gegen Relance machen. okay, dann hast du noch eng kann den vielleicht noch zu ergänzen an Kader von den Diskussionen vom PHP Bremen war dat auch ein Sujet wéi den Uschloss vom PHP Bremen zu dem Busari also so weiter so fort an du war auch den Austausch mat dem Promoteurer von dem PHP fir dat sie auch do verschiedene Konsiderationen mal op de Weg hin wéien die verschiedenen Iwergang die du entstehen am Kader vom PHP Bremen an der Busari kennt anschloss aménagieren dat zu Summe soll analysiert gin auch dat de separate Projekt aus vom PHP Bremen dat am dem Kader so mat analysiert gin wie die Situation kann bis entschäft gin. Merci. Merci. Nun eng Sag Mu eng Apperzll vu Chantien ha an eise Stoos op der Herbstoos an do wir fleicht ubrucht fir das Fleicht vun eisen Servicer, die zoustänig sinn fir d'Strossen dobausen eng besser Kontroll vun de Baustelle gif gemerk gin. Dann hun eng froh wat eng Massio oder net matkrit ass der Bankomat. Zumindest bis beim Moment vor dass könnt du Apps nice anplärt so dass dat definitiv mal aufgebaut an fertig Kann ich leider auch kein Antwort gehen ich mengen ich hatte auch so, von anderer Stelle Mailkrit am mir Brief gemerkt und die Bank für mal Geburt zu gehen für wat ze den wäsch geholt und wat die Plan sehen du war op dann war das so noch nicht so lange hier voilà, dann muss ich überlegen wat Alternative können sinn oder andere Banke vielleicht schreiben ob so sehen Breder sich den bankomatisch von installieren im Moment man da kein Antwort gibt mir ich meine das sind noch kein 14 hier das Motto geschrieben hun gut und dann hun ich binlächt nach mir die Adresseiert zu schon Showchefin Conny ich mengen das hier annoncéiert gehen dass eng Alphabetisation op Franzisch am fundamental gemerket. Kannst du mir der Wandschrift konfirmieren, dass im Schulcampus Schüler und Schülerinnen genug sel bei der nächste Schulrentree hun van dat umgesät gëtt. Kannst du mir der Wandschrift erklären, ob dat schon geplant ist, ob genug sel zur Verfügung stehen? Ich mengen Schulorganisation Märe mehr net die an der Schul gemerk an da kommen se bei als Matthire böse waren dat war bis net der Fall wir sind immer an engen Kontakt also schmengen wir gesinn Schulpersonal gi ich mengen oder zumindest mat Schulpräsident in Ball emultwoch da guck mal wie man dat muss organisieren haut wis man net wat dat bedeit an Münner nach keine Informationen von der Schulschissen an der Schulkommission dat schon thematisiert gi war. Ja, das nach Ufruf von Ihnen kommen und das ja so, dass den Alpha auch schüßt an in den ersten Zyklen nur ungefähr und da progressiv abgefeuert geht, dass ja nicht, dass du echt Showklassen man nehmen, die Projekt gesagt wird, da geht ein Klasse nur die andere und wir bauen ja auch als Kapazität nicht aus, aber im Moment gesehen wir okay Problem für die Demand vom Minister an also Schule umzusetzen und wir brauchen auch noch kein Feedback von der Schulpräsidentin kriegt, dass du Problem wäre oder besser wäre. An Marienschrift. Ich bin froh über die Sendungen durch die Velos an die Fußgängers die sie gemacht haben mit die Kleinstängen. Das für Leute mit dem Velo, mit dem Pusset oder zu Fuß gut nicht so einfach für darüber zu kommen, dass das ein ganz dicken also die Idee, dass noch etwas geschieht oder soll das so bleiben? Ja, ich meine Verkehrskommission hat da an ihr Rapport geschrieben wir müssen als Nummer mit dem Thema beschäftigen und da gucken was man da für Lesungen können nur bieten ne? Merci. Sonst noch frohe kein frohe mehr frohe am Publikum auch kein frohe voilà, da gebe ich alle größte Merci so wir gesehen so dann schon rum an diesem Saal Merci der Finanzkommission für hier Arbeit diese Werte machen an ihren Navi am Vieraus und da wünsche ich schönen Abend und dann bis den 10. Dezember auf dieser Platz. Merci, du baust einen schönen Abend an Eddie.